So, Timmy Boy, drücke 5 Sekunden vorher drauf, damit du einmal gleich einmal Grundsatz verwirrt bist. Hoffe zumindest, das war jetzt ultra peinlich, wenn er einfach nicht da ist. Ja, du warst. Doch, er ist da. Ja, erfolgreich den Timmy Boy zurückgetrollt. So schaut's aus. So, jetzt warten wir mal, bis ich mich selber habe, sonst kenne ich mich keinen Stecker nicht aus da. Was ist da los? Timmy Boy zurück. Ah, so ist recht, so ist recht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich bin's, Birger, Monda, 20 Uhr. Der sogenannte Endsport in KCD 2 hat begonnen. Ich habe keine Ahnung, ob wir bis Freitag fertig werden, aber ich kann mir es schon vorstellen. Außer wir stellen uns jetzt unendlich dumm und die Dinge, von denen ich weiß. Heute, ich hoffe, dass mein Finger schnell genug ist, in der Rosa drin und dann da auf dem rosa Button, dass wir weder Kachen noch Tipps sehen. Sonst sehen wir uns die restliche Woche nicht mehr. So. Endspurt wird haarig. Wieso das? Was ist da los? Timmy Boy! Grüß dich daheim, Kuss auf die Nuss. Flea Frankie im ersten für 35 Monate, der benannt, haben wir heute rosa zusammen. Schauen wir mal. Flo im ersten wieder 5 Euro und 2 Cent. Bitte so ein Insider. Irgendwann müssen wir die Bürgerin da herstellen und ich lasse sie 2 Stunden lang Lemminge spielen und einfach streamen und ich sitze bloß daneben, ich sehe keiner, ich schau bloß zu. Das soll man eigentlich nicht machen. So einfach so, ich bin einfach nicht da, sie regelt das. Muss ich es einmal fragen. Sabrina, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Franz, nein! Ratata, Lea. No, God, please, no! Lea. Goddammit! Tipps auf von Tipps! Halt dein Maul! Stefan! The Weekend! Habe die Ehre an den Herrn Stefan. Herzlichen Gruß aus dem Vollbier Squad. Welcome to the Vollbier Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre Stefan. Merci dir. Timmy Boy, der kleine Wichser, die haben eine Mitgliedschaft gekündigt. Endlich! Ziel erreicht! Goddammit! Kruzifix nochmal. Timmy Boy, merci dir. Stefan, merci dir. Franz, merci Sabrina, merci Breitis. Ich habe komplett übersehen. Hoffentlich hat es mir nicht besser. Merci für 37 Monate. Free Frankie, Schluss jetzt. Später einfach für Bürgerin! Du musst Lemminge spielen! Der Time has come! Und du musst dann 2 Stunden lang ungefähr. Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob dann mehrere tausend Leute da sind, ich weiß es nicht. Aber es kann passieren. Eigentlich soll man das tun. Kann es mir jemand notieren, bitte? Kann es mir irgendjemand von den Mods bitte schnell in Ding reinschreiben? Einfach in Mod-Channel so, Bürgerin Lemminge. Allein. Und ich gehe einfach dabei. Ich gehe einfach so. Weiß ich nicht. Ich komme in dem Stream nicht einmal vor. Das war eigentlich ein witziges Experiment. Free Frankie merci. Miss Swiping Hobbit, du bist auch schon 1000 Jahre dabei. Ich kann nicht auf die Zahl schauen, aber da steht 71 Monate. Gehabt sie wohl, verehrter Birgbett, auf einen schönen Stream. Ich hoffe doch. Dankeschön. Mit den Lemmingen. Kuss auf die Nuss. Jackson, merci für 11 Monate. Marvin, merci für 23. Löwensepp. Ackerbräu, Schloss, es fuck ein schöner Streamfight diesmal. Was ist da los? Rein in die Rosa. Flo, merci für deine 5,3 Cent. Birger, beim letzten Mal waren es 5,01 mit den Lemmingen. Das geht so weiter. Waren es jetzt gerade 5? Ja, waren es. Hau ab! Merci dir. Schluss jetzt damit. Timmy Boy, Spendenaufruf, bitte. Nein! Roli, merci für deine 3 Monate. Habe dritt zur Birgwert und habe dritt ans gemeine Fußvolk. Die alten Hundsfotten! Ist das Plural von Hundsfott? Hundsfotten? Weiß ich nicht. Matthew, merci für 42 Monate. Oh, großer Graf Birkberg, ich freue mich wieder bei diesem glorreichen Spiel, mich gut zu unterhalten lassen. Rosa, zeig Geheimgang. Rosa, zeig. Hundsfottetten. Oh, der Dampfler. Ich hab gestern einmal in Steam ein bisschen umeinander gereiht und hab einmal geguckt. Also ich hab die nicht gestalkt, aber ich hab mir allgemein durchgeschaut, was meine Spätzchen so Playtime in KCD 2 haben. Du glaubst, du bist auch schon bei 90 Stunden. Kann das möglich sein? Misse! Was ist da los? Mr. oder Fräulein Nisse, ich weiß es nicht. Welcome to the Squad. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee-Springer? Beim Tennis hast du 2 Aufschläge. Und wenn eins ausgeht, ist beides für den Arsch.
Nisse, merci. Stefan, merci für 75 Monate. Der was Freitag 14 Uhr, der was Freitag 14 Uhr. Vielleicht käme die Bürgerin am Freitag um 14 Uhr daher sitzen und Lemminge speien lassen. Dann kriegt der Stefan wahrscheinlich Schlaganfall. Da steht Plural, der Birdlike schreibt, Plural von Hundsfott ist Hundsfötter. Ich hab gerade nachgeschaut, ist das dein verdammter Ernst? Stimmt, ab in den Chat habe ich deren Nisse, aber ich muss gar nichts mehr sagen. Schon, ja? Leider am Brav, schon. Ich möchte dann einmal sehen, dass die ganze Streamleisten, ohne dass jemand was anderes schreibt, einfach nur drinsteht, deren Nisse oder habe ich deren Nisse oder habe ich Dritt oder was auch immer. Ha? Ist mir ein Riesling. So schaut's aus. Der Let's Curry TV schreibt, ich gehe gerade auf der alte Schuhe, die Realschuhe. Viel Glück. Aber ich hab's ja mittlerweile, es ist meine glorreiche Schulzeit, die ist doch schon, ja, bisher, da wird kein Lehrer mehr übrig sein von damals. Aber das dumpfe Gefühl. Da glaube ich, ist keiner mehr übrig, die waren noch damals schon alle 1000 und die Jungen haben Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, das weiß ich ja nicht, hoffentlich Reis ausgenommen. Herr Sesselsepp, merci für 17 Monate, der gechillte mit 73 Monaten habe ich die Ehre zurück, merci. Leute, Dankeschön, Kuss auf die Nuss. So, schon hier, Herrnisse, Frauennisse, ich weiß es nicht, aber ja, manche Glückskatze ist wieder spät gekommen, die hat es nicht mitgekriegt. Happy Birthday an Chuck Norris! Der Mann ist heute 85 Jahre alt geworden! Ja! Ja, der Chuck Norris wird nicht 85, sondern 85 wird Chuck Norris. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Von hinten mehr als 20 Monate. Glückskatze schreibt, ich muss mir erst mehr Tomatensuppen, dann Stream genießen. Du sollst habe die Nüsse schreiben! Du Zipfelklatscherin! Oh doch, gehst du dieses Jahr wieder zum Sommerfest? Wieder? Wann war nie das letzte Mal in der Realschule? Was ist da denn da, Alter? Was ist da denn da? Du kannst mal da müsst ihr dich überlegen, da muss ich einen guten Tag haben, dass ich Ja sage, aber ein Versuch ist es wert. Es habt doch da unten, das haben wir mir auch gehört, da kommen aber so Berufsinformationstage. Oder also ein Berufsinformationstag. Da ist dann den ganzen Tag, ist da in jedem Glas, so jede Stunde kommt da jemand rein und verzeiht er 3/4 Stunde lang so aus einem Beruf. Oh, das wird lustig. ich versaus euch dermaßen, dass alles bloß noch raucht. Ja, wenn ich fertig bin mit der 3/4 Stunde, dann hat nie wieder irgendjemand den Traum vom TikTok-Spackne oder vom Streamer oder vom YouTuber oder sonst irgendwas. Da kannst du ja, sagst du, hey, ich wüsste der kann kommen, ruft es den mehr an oder schreibt es ihm oder was ist jetzt vielleicht habe ich einen guten Tag. Dann komme ich. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als bei lauter, wie alt ist man in der Realschule? 13, 14, 15. Oh, ihr seid ja schon in der 5. und 6. Klasse jetzt in der Realschule. Oh mein Gott im Himmel. Wie alt ist man in der 5.? 10? Keine Ahnung. Birger, 24 plus, Vertrauensschüler, hat ins Behindertenklo gespielt. Nein, ich hab am Behindertenklo daneben geschissen. Stefan, mehr als wieder Euro. Der Tod hat sie nur no net getraut. Ja, das zum Song. Oh Gott, fangen wir jetzt mit Chuck Norris Witzen an. Edmund Stoiber, ein Euro. 500 Milliarden Sondervermögen werden heute donated. Da mit Handkuss nehmen. War nichts anderes. Manche kriegen Steuergelder, damit sie gegen die rechte Seite schimpfen. Wieso kriege ich keine Steuergelder, damit ich gegen die linke Seite schimpfe? Weiß nicht, Digi. Chuck Norris ist schon lange tot. Der Tod hat es noch nicht getraut, dass er es ihm sagt. Ja. Chuck Norris kann ein Drahttier zuschlagen. Aber der mit Abstand Beste, der mir für immer im Hirn hängen bleiben wird, ist, wenn der Chuck Norris ins Wasser springt, dann wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Wer auch immer sich diesen Scheißdreck ausgedacht hat, ist ein verdammtes Genie. So sieht's aus. Hey, gehst du auch zum Rock im Park? Grüße aus dem Allgäu. Es gibt tatsächlich Überlegungen in internen Kreisen, ob man sich eventuell mal noch mehr ein Festival antut. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich Rock im Park. Aber da muss das Line-Up schon so dermaßen hardcore sein, dass ich sage, ja, muss ich hin. Da was müsste denn kommen? Rage Against the Machine zum Beispiel. Aber das wird nicht mehr passieren in dem Leben, fürchte ich. Also eher nicht. Ich bin zu alt für den Scheiß. Und wenn, dann bin ich mittlerweile so einer, der geht her und schläft dann im Hotel. die Leute, über die ich mich früher lustig gemacht habe. Ja. Ich habe alles durchgemacht. Ja. Ich habe ohne Zeit auf der Luftmatratze ohne Schlafsack. Habe ich einen Schlafsack gehabt? Ich weiß nicht. Der ist mir klingen geworden dann, glaube ich.
auf der Verkehrsinsel geschlafen. 4 Tage lang. Ich darf das. Bevor jetzt wieder irgendein Schwerle herkommt und sagt, du dein Maul! Seit der Chuck Norris im Meer schwimmen war, ist die Ariel nur mehr Meerfrau. Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen. Alter, ist nur nicht Rock im Park, Line-Up seit Jahren nicht mehr gut, Summer Breeze besser. Ich befasse mich schon lange nicht mehr mit Festivals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie das Line-Up beieinander ist. Ich schaue es mir auch nicht mehr an. Weiß es auch nicht. So, hat sie noch es! Spät wird. Hab ich das Wochenende ein bisschen gespielt. Und da ist der Huber da. Huber Sepp! Hat mir den angemerkt. Da habe ich eigentlich schon einen Friedensnobelpreis damit verdient. Spät schon gestartet, scheiß mir in den Hosen jetzt. Hoppala, fast einen falschen Knopf drückt. So, Donation Sounds aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kuss auf die Nuss. Ein riesengroßes Dankeschön natürlich. Alert Sounds machen wir jetzt aus. Dann drücken jetzt einmal erst einmal alle auf den Like-Button, einfach weil ihr es kennt. Ja, wir fangen jetzt da gnadenlos das Like-Battle noch und ja, was glaube ich eigentlich? Spielen wir weiter. Aber der Herr Karl schreibt noch was Interessantes. Der hat sich Mühe gegeben, der hat, glaube ich, in astreinen Schriftform 3 Zeilen geschrieben, muss ich lesen. Servus Birgeich, ich folge dich seit deinem How-to-Lebercast. Seit 2 Jahren, seitdem ich kein Kabel-TV mehr habe, gibt es neben Netflix und Co. nur noch Birger-TV. Herr Karl, das ist ein bisschen insane. Weiß ich nicht, was ich sagen soll dazu. Björn! Festival! Ich bin dabei. Merci für den Zehner. Schluss jetzt mit der Geldermann-Anwerferei. Ihr verdammten Hundsvertäten. Hundsvertät! So. Also, jetzt passt es mir an. Wo haben wir stehen geblieben? Was habe ich gemacht? Was habe ich umeinander da? Keine Ahnung. Ist der Hubersepp da? Ich habe immer noch nicht gelesen. Kruzifix nochmal, muss ich euch nicht sagen. Inventar! Was hat ihr was gestohlen? Es hat ein paar, wie soll ich sagen, Fehlinformationen gegeben aus der Community, und zwar, dass man nicht was ausgraben kann. Kann man nicht! Aber, wenn man zu seinem Grab geht, da wo man aus dem Fenster geworfen haben, nur Pro-Gamer erinnern sich, ist ein Kreuzl aufgestellt und da hängt sein Hut dran. Und den kann man mitnehmen. Da hab ich ihn. Jetzt, wenn jemand weiter ist als ich, das ist das Einzige, was mich kurz spoilern dürft. Wir haben nämlich hier ein Experiment vor. Und zwar folgendes. Der Erik, das ist der in der weißen Rüstung, das war sein Lustknabe. Was passiert, wenn wir mir auf den das erste Mal treffen, während ich den Hut auf hab? Ich möchte wissen, ob was gesagt wird oder ob es da irgendwelche Cutscenes dazu gibt oder zumindest Voicelines oder ob es irgendwie bemerkt wird oder so. Ich will es wissen. Und wer irgendjemand weiß das schon, schreibt das jetzt da einer. Der kriegt lebenslang Hausverbot und Köln-Kalkverbot. So sieht's aus. So. Haben wir seinen Hut gestohlen? Passt. Dann, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe mein Schwert umgeschmiert, leider Gottes nicht Stufe 4. Ich habe es, glaube ich, weiß ich nicht, 7 oder 8 Mal probiert. Kein einziges Mal hat das hingehauen. Einen Perk dazu hätte ich. Trotzdem haben wir es aufgewertet. Was hat jetzt das Ding? Ja, hätte man besser machen können. Ich habe es nämlich irgendwann einmal auf 199 gehabt. Aber egal, ist mir wurscht. Ja, gang überall hin. Und ansonsten habe ich mir ein bisschen Rüstungssachen zusammengereiht. Was haben wir so? Ich sehe, das ist auf alle Fälle mal falsch. Jetzt haben wir fette Beinplatten und was weiß ich, was so ist. Besser braucht es kein Mensch nicht. Ja, der Rest wird durch Pro-Gaming ausgeglichen. So, wo haben wir stehen geblieben? Oratores. Reite nach Sukdol, um dich den anderen anzuschließen. Birger lesen ist eine schwierige Geschichte. Sukdol ist die Stadt, mit der wir als erstes angekommen sind, wie wir die neue Map gesehen haben. Das ist mittlerweile auch schon wieder 2 Wochen her. Und nun müssen wir Folgendes tun. Žižkas Männer brachten den Gefangenen Otto von Bergo aus dem eroberten Maleschau mit nach Sukdol, wo er befragt werden wird. Dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Ich sollte zu Žižka gehen. Wir werden von Berghof bald befragen. Ich hoffe, jeder ist noch einigermaßen dabei mit der Geschichte. Ich weiß, wir haben noch nie so lange ein Spiel gespielt wie das hier. Da müssen wir her. Bla bla bla. Reite nach Sukdol und da gehen wir jetzt mal hin. Ist mir natürlich vollkommen klar. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Je länger das eine Serie geht, desto weniger wird die hochgeschaut. Das ist ganz normal. Irgendjemand kriegt den 7., 8., 9., 10. Stream nicht mit und dann denkt er sich, auf den 11. ist jetzt auch geschissen und jetzt geht es wieder die ganze Woche weiter. Ich höre euch schon. Ja?
Ich registriere das schon, aber wir müssen das Spiel fertig spielen, es hilft nicht. Und ich hoffe, dass wir am Freitag fertig werden, beziehungsweise warten wir am allerlieber, dass wir nächste Woche Montag als Finale sehen. Und dann wird wieder Blödsinn gespielt. So, wir müssen zum Schischka. Ich habe mich da schon ein bisschen platziert. So, grüß Gott, der Janusz von Ute, der hat mir vorher übrigens was. Warte mal schnell. Warte mal. Ich habe mir irgendwas über Würste erzählt. Ich sollte doch für die Würste zurückkommen. Hier bin ich. Keine Eile, ja? Würste nicht wachsen an Bäumen. Komm wieder, wenn fertig. Schade. Seine Würste sind offensichtlich noch nicht fertig. Da hat es ein paar sehr lustige Dialogoptionen gegeben, die ich leider abgeklickt habe und das war ärgerlich. So, ab zum Schischka. Oder muss ich schon mit dir schmeißen oder muss ich da reingehen? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Oh. Da sieht. Oh. Da schaut es nach. Okay. Wohlgemerkt, wir erinnern uns, dieses Arschloch hat uns gefoltert. Eigentlich soll er da festgekettet sein oder festgenagelt sein, aber gut. So, Mr. Schischka. Bitte lehnen Sie sich zurück, holt euch was zum Trinken. Los geht's. Also, ich bin zurück. Wie läuft's? Habt ihr schon was aus von Bergo rausbekommen? Wir haben verdammt lange auf dich gewartet. Wir wollten schon ohne dich anfangen, aber jetzt, wo du hier bist, kannst du dich uns anschließen. Die Befragung des Gefangenen von Berghoff wird vorbereitet. Willkommen in Sukdul, Herr von Bergo. Trotz der Umstände, die dich hergeführt haben. Es ist mir eine Ehre, Peter. Im Vergleich dazu, was ich von Dschishka und Kunstadt ertragen musste, sind deine guten Manieren eine erfreuliche Abwechslung. Ich werde mein Bestes geben, um deinen, unfreiwilligen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Bist du nicht etwas zu gastfreundlich, Herr Peter? Das dachte ich auch gerade. Jetzt hör auf mit dem Geseier, alter Mann. Das ist unser Gefangener und kein feiner Damenbesuch. Wir halten ihn nur am Leben, damit er uns sagt, was er weiß. So geht's natürlich nicht. Gärtner Sepp, ich hab's noch gesehen und dann hab ich's einfach mittendrin vergessen. Gärtner Sepp! Du kannst mich so langsam gerne haben. Jetzt, weil wenn du mir ein Spiel empfiehlst, zieht meine alte 14er doch zu ihrer Mutter. Ist das ein Zehner fürs Dankeschön oder? Gärtner Sepp, merci dir. Stürmler kein Mess für 33 Monate. Entschuldigung, ich hab kurz unterbrechen müssen, ich hab müssen. Was soll ich machen? Weiter geht's. Es ginge schneller, wenn ich es aus ihm rausprügeln würde. Adlige Gefangene darf man nicht foltern, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schwere Tracht Prügel reicht nicht. Probieren wir es trotzdem! Nur ein paar Schläge? Wir könnten ihm doch 1, 2 Finger brechen. Oder seine Fußsohlen versengen. Du höchstpersönlich hast mich und Kapon zu ähnlichen Taten gezwungen, als du diesen Gefangenen nach Troski brachtest. Gezwungen? Hör doch auf, Bursche. Soll ich den Herrn hier erzählen, was wirklich passiert ist? Bitte, ich bin ganz Halt alt. einfach dein Maul, bis jemand sagt, du sollst quieken. Unterbreitet mir doch ein Angebot anstelle der jämmerlichen Drohungen. Wisst ihr nicht, dass ich der... Halt's Maul, Otto, jetzt gerade bist du gar nichts. Du hast viele deiner Leute in Raborsch verloren und der Rest ist in Malleschau verreckt. Was bleibt dir noch? Ein hübscher Umhang und ein selbstgefälliges Gesicht. Meinst du wirklich, dass Sigismund mich wegen meiner Soldaten zum Unterkämmerer gemacht hat? Oder damit sich jemand um eroberte Festungen kümmert? Schnauze, verdammt! Wir stellen hier die Fragen. Wirklich? Warum habe ich dann noch keine einzige gehört? Was wirklich schade ist. Ich bin ein gewiefter Mann, der durchaus mit sich reden lässt. Ihr werdet gar nichts erfahren, wenn ihr mir auch nur ein Haar krümmt. Wir sollten uns anständig verhalten, er weiß wohl nicht, wo er hingehört. Ich wollte gerade sagen, der spuckt richtig krasse Töne für das, dass er so umeinander... Was? Er hat alles verloren und meint immer noch, er kann uns herumkommandieren. Aber er hat recht. Nur wenige Leute stehen Sigismund so nah. Glaubst du ihm etwa? Er hört sich an wie Jobst. Sobald er hier ist, können Sie gerne bis zum jüngsten Tag palavern. Aber jetzt fehlt uns die Zeit dafür. Jobst will hierher kommen? Nachdem er uns nur um Haaresbreite entkommen konnte? Nun ja, er will, dass Sigismund unser Heer von nahem sieht. Dann stimmt es also. Ich habe nicht geglaubt, dass der Markgraf endlich handelt. Ich dachte, er würde niemals in den Kampf ziehen. Was tun wir mit dem? Jobst wird sich um dich kümmern. Du hast doch keine Angst, oder? Willst du uns nicht lieber helfen? Du hast ein bisschen Angst, Otto.
Dem geht einmal ein sauberer Brunswick-Dolch durch die Futzenzunge. Was ist los, Herr? Du hast doch keine Angst, oder? Angst, dass Jobst, der höfische Ränkeschmied, einen Kriegsherrn wie Sigismund auf dem Feld besiegt? Gleichwohl euresgleichen vermutlich keine Ahnung von Sigismunds derzeitiger Lage hat. Ach ja? Der Gärtner Mersing. Von welcher Lage sprechen wir hier? Nicht zu danken. Er steckt in der Scheiße, Herr Trotznov. Jawohl. Also, eine vernunftbegabte Person würde jede sich bietende Gelegenheit ergreifen. Und ich bin die Vernunft selbst. Herr Capon. Ja. Als ihr nach Troski kamt, hattet ihr eine Nachricht bei euch, die eine Allianz mit Herrn Hanusch und Jetzt Ratzig sind wir wieder ganz am vorschlug. Anfang. Ganz recht. Ich nehme mal an, es wird Zeit für meine Antwort. Oh. Weise Entscheidung, was verrät er? Den können wir doch nicht einfach so trauen. Wenn er jetzt sagt, ja, ich bin jetzt bei euch. Ich glaub kein Wort, Heinrich Express. Wenn der Jobst von Meeren stürzt, ist er dann Follow. Oh, ich dachte mal. Sprengi, is it you? Ernsthaft? Sollte euch das nicht freuen? Das ist es doch, Merci worauf dir. ihr gewartet Stummlerkei, habt. merci. Ich glaube nicht, dass Heinrich deinen Sinn für Politik teilt, Herr. Du denkst, ich wäre böse, oder? Aber ich wollte immer nur das Beste. Glaub mir, das Beste für dieses Oder der Land. Dampfler, das war mir klar. Meine treuen Gefolgsleute und vor allem für mich selbst. Das gebe ich offen zu. Und wie es scheint, ist Sigismund nicht länger das Beste. Er hat Ärger, sowohl hier als auch in Ungarn. Das Heer wird nicht bezahlt, die Moral ist am Tiefpunkt und die Kuttenberger Bergleute rebellieren. Also geht der Krone das Silber aus. Verstehe. Der Metzger ist auf dem Weg, da willst du aus dem Schweinestall abhauen, was? Natürlich können wir zusammen den Schweinestall, wie du sagst, in Brand stecken. Wenn du meinen Rat willst. Ich bin ganz Ohr, Herr. Sigismunds letzter Ausweg ist die königliche Schatzkammer am Welschen Hof. Ein König ohne Silber könnte seine Soldaten nicht mehr bezahlen und müsste sich nach Ungarn zurückziehen. Wir sollen den Welschen Hof ausrauben? Den sichersten Ort der ganzen Stadt. Gewiss doch. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr auch gleich die Herren aus Raborsch befreien. Mein Vater. Herr Pisek müsste als ehemaliger Münzmeister genau wissen, wie man dort hinein... Sekunde, muss kurz notieren, wenn wir die Rosa rundum kriegen. Hab leider keinen Zettel nicht. Okay, Rosa versprechen, dass wir ihren Bab befreien. Phase 1. Phase 2. Phase 3. Rosas Karre. Bindestrich Profit. Okay, weiter geht's. gelangt. Es gibt keinen Weg hinein. Der Hof ist eine uneinnehmbare Festung. Wirklich? Was ist mit einem Tunnel? Es gibt Hunderte davon unter der Stadt. Und wenn ich mich nicht irre, verläuft einer davon direkt unter dem Hof. Das ist doch Selbstmord. Ja, vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg, aber heutzutage kennt niemand mehr diese alten Tunnel. Außerdem besteht die Gefahr eines Einsturzes. Das wäre ein wahrlich unschöner Tod. Sterben kann man auch, wenn man besoffen ein Pferd besteigt. Was ist das für ein Tunnel? Unter der Stadt befindet sich ein wahres Labyrinth aus Tunneln. Man müsste sich aus der Schatzkammer graben, um den richtigen zu finden. Und Gott allein weiß, wo sie alle hinführen. Gott und ich. Oh, verzeih, Herrin. Aber woher willst du das Sie ist da wissen? drin aufgewachsen. Nicht alle jungen der alte Edelfrauen Höhlentroll. vergeuden ihre Zeit mit Sticken, Herr Peter. Ich verwalte Vaters Aufzeichnungen und kenne die Pläne der Geheimgänge, die unter der Burg verlaufen. Da die Jakobskirche ihr Bestehen teilweise den großzügigen Spenden der Familie Ruthard verdankt, konnten wir einen unterirdischen Eingang in der Krypta einbauen lassen. Und die Jakobskirche liegt direkt neben dem Welschen Hof. Ein nützlicher Fluchtweg aus dem Palast, was? Wenn man nichts dagegen hat, durch einen Tunnel zu kriechen. Um es kurz zu machen, es ist möglich, von der Burg Ruthard zum Welschen Hof zu gelangen. Genau. Das heißt, sobald wir die Wände durchbrochen haben, die die Krypta vom Tunnel und den Tunnel vom Keller trennen.
Also, ich hab gemeint, das können wir uns vielleicht noch mehr aufhören, bis wir nochmal in Kuttenberg sind, aber das ist mal übers Wochenende, da habe ich das erste Mal relativ viel am Stickel gespielt und bin eigentlich erst einmal jetzt so richtig im Spiel angekommen. Da habe ich auch unter Kuttenberg ein Tunnelsystem gefunden, wo ich mir gedacht habe, was zum Fick mache ich hier? Wie komme ich da jemals wieder raus? Da sag ich, klingt gut. Grundgütiger. Ein Versuch ist es wert. Das klingt fast so schön, um wahr zu sein. Und zu leicht. Mit etwas Glück kommen wir also in den Keller des Hofs. Und dann? Was glaubst du denn? Dann kommen die Wachen runter und es ist aus mit uns. Dann brauchen wir jemanden, der uns von innen helfen kann. Einen, der die Wachen ablenkt und uns zum Silber führt. Also ich hab mir halt einfach gedacht, ja, die Stadt ist noch nicht groß genug, muss man da jetzt auch noch ein Tunnelsystem drunter und das heißt quasi eine Stadt unter der Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Wie wäre es mit Ulrich Wawak? Was ist mit Christian von Piesek? Haben wir einen Wawak? Der Wawak ist der Münzsepp, gell? Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist der Münzsepp, der ordentlich Kacke an der Stange hat, du. Oh, probieren wir es doch einmal mit dem, den kann man sicher bestechen. Wie wäre es mit Ulrich Wawak? Wenn wir ihn unter Druck setzen, hilft er uns vielleicht. Und vor allem hat er den Schlüssel des Münzmeisters. Den brauchen wir, um an das Silber zu kommen. Ich würde mich aber nicht auf die Hilfe von Sigismunds Speichellecker verlassen. Ich auch nicht. Könnte uns nicht stattdessen dein Bruder helfen, Herr Pisek? Christian, der ist manchmal ganz schön schwierig. Das wäre sehr gewagt für ihn. Und außerdem hat er nicht den Schlüssel des Münzmeisters zur Schatzkammer. Ich befürchte, Wawak ist eure einzige Hoffnung. So Es gäbe doch noch einen anderen Weg. Oh, der da wäre, Herr Otto? Vielleicht habt ihr bereits gehört, dass bald ein seltener Besucher aus der Ferne erwartet wird. Wer? Meinst du? Bestimmt nicht. Genau der. Wer? Scheiße, worüber redet ihr denn? Drückt euch mal klar aus. Also, ein päpstlicher Legat aus Rom ist auf dem Weg in die Stadt. Er soll im Streitfall um die neue Kirche entscheiden. Was hat das denn mit uns zu tun? Nun, er wird sicher gemeinsam mit seinem Gefolge am Welschen Hof empfangen werden. Niemand kennt die, niemand hat sie je gesehen. Und nur wenige sprechen ihre Sprache. Da bietet sich doch nichts mehr an, als dass ihr ihren Platz einnehmt. Donnerwetter. Das klingt ja fast schon zu gut. Was? Ihren Platz einnehmen? Was soll das heißen? Sollen wir sie etwa umbringen? Wieso nicht? Ein paar Leichen scheinen euch ja nicht zu kümmern. In Malleschau habt ihr ein ganzes Dorf abgeschlachtet. Upsi. Was wäre im Vergleich dazu ein Legat? Schweigen, das können wir nicht machen. Ich sage mir nichts dazu. Himmel, hört euch doch mal zu. Wollt ihr in der Aber Hölle schmoren? in der Zeit einen Beruhigt päpstlichen euch. Legat Wir sperren umbringen. den Lakaien des Papstes einfach eine Weile ein und sobald wir das Silber haben, lassen wir ihn wieder frei. Keiner wird verletzt. Bedecke deine Ohren, heiliger St. Josef. Wo finden wir diesen Legaten? Er wohnt derzeit in Loretz auf dem Weingut. Er und sein Gefolge nehmen dort alles in Beschlag. Aber ich weiß nicht, wie viele Männer es genau sind. Oh, schon wieder Schlägereien. Dann soll sich Katharina dort umsehen. Und dann stürmen wir rein und machen etwas Ärger, damit er nicht auf dumme Ideen kommt. Und das war's auch schon. Richtig, Herr Sivian. Meine Herren, Ich sag einfach nichts. der Legat ist ein Geistlicher, so wie ich. Ich spreche Latein und ganz zufällig sogar ein wenig Italienisch. gut, Ich Liebe. könnte ihm unser Anliegen erklären. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, mitzuspielen. Ich glaube eher, dass er uns zur Hölle schicken wird. Das hat er Hineck. niemals hin. Unterschätze niemals die Macht wohlgewählter Worte. Vor allem, wenn der Zuhörer ein Messer an der Kehle hat. Keiner von uns gibt einen überzeugenden italienischen Kardinal ab. Wir könnten ihn dazu bringen, uns als sein Gefolge mitzunehmen. Was machen wir mit dem Gefolge des Legaten? Was machen wir, sobald wir drinnen sind? Und wenn er nicht kooperieren will? Und wenn der Legat Wieso nicht soll er mit denn uns das reden wollen? will? Dann können wir ihn immer noch verdreschen und seine Kleider jemand anderem überwerfen. Zum Beispiel Godwin. Der ist doch Pfarrer. Moment mal, ich werde ganz sicher nicht den Hofnarren spielen. Das wirst du auch nicht müssen. Wir halten uns an den Plan. Wir überzeugen den Legaten, uns mitzunehmen. Und danach lassen wir uns schon etwas einfallen. Ja, toller Plan. Was ist jetzt das in die Tunnel und umeinander graben worden? Was machen wir? Da haben wir da drin. Und dann? Na gut, sagen wir mal, wir kommen mit dem Legaten rein. Was passiert dann? Was ist, wenn er uns verrät? Deshalb dürfen wir ihn nicht aus den Augen lassen.
Darum kümmert sich Godwin. Ich? Du sprichst doch Italienisch, oder nicht? Wenn er sich querstellt, hältst du ihm deinen Dolch an die Rippen und bittest ihn höflichst, dir zu gehorchen. Möge Gott dabei wegsehen. In der Zwischenzeit kümmert sich der Rest Typ von ist uns so um geil. die Wachen und bereitet alles für das Öffnen der Schatzkammer vor. Das ist verdammt riskant. Mit uns rechnet doch niemand. Solange wir uns schön unauffällig verhalten, ist die Angelegenheit vorbei, bevor uns überhaupt jemand bemerkt. Und was stellen wir dann mit dem eigentlichen Gefolge an? Wir sperren sie in die Teufelszuflucht. Dort kann sie einer von uns bewachen. Ein Haufen seltsamer Kerle, die nur Unsinn von sich geben, fällt dort sicher nicht weiter auf. Na schön. Eine bessere Idee habe ich auch nicht. Dann ist es beschlossen. Wir werden erstmal ganz lieb fragen. Also, an die Arbeit. Heinrich, du gehst in den Ort und quetschst alles Hilfreiche aus Wawak heraus. Besorge dir vor allem den Schlüssel von ihm. Dann warte auf Burg Ruthard, wo unser Lager sein wird auf uns. Dort kommen wir bei Sonnenaufgang hin. Und wie wollt ihr bitte schön reinkommen? Die Burg ist versperrt und sicher streng bewacht. Ihr wollt doch wohl nicht den Haupteingang nehmen, wo alle Welt euch sehen kann. Und am besten noch das Tor einreißen, wenn ihr schon dabei seid? Du hast recht, Herrin. Was schlägst du vor? Es gibt nicht nur einen Geheimgang zur Kirche, sondern auch zum Fluss. Ich kenne mich dort bestens aus. Ich könnte Heinrich den Weg zeigen. Nimm's mir nicht übel, meine Dame, aber hier wärst du sicherer. Was das eben ist. Sie kommt mit mir. Niemand kennt die Burg Ruthard so gut wie Herrin Rosa. Ihr wollt also in den Welschen Hof? Dann müsst ihr zur Burg Ruthard. Ihr wollt zur Burg Ruthard? Dann komme ich mit euch. Na gut. Dann geht Rosi! ihr beide gemeinsam in den Ort. Und nicht trödeln. Ihr solltet spätestens morgen aufbrechen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das wäre also geklärt. An die Arbeit. Okay. Also grundlegend, ich hoffe, wir haben es richtig verstanden. Wir haben ja jetzt vor, quasi Fort Knox auszurauben. Das Fort Knox des Mittelalters, mal... Er ist eigentlich, der Knochenteufel-Typ ist eigentlich ein ziemlich cooler Dude. Aber was hat man sich nur bei dieser Frisur gedacht? Wenn wir morgen in der Stadt sein wollen, müssen wir heute Nacht aufbrechen. Sag's Reise her! ist lang. Wir brechen am Abend auf. Wo? Also, nochmal langsam, so. Begleite Herrin Rosa zur Burg Ruthard. Wo ist denn Burg Ruthard überhaupt? Wo ist denn eigentlich Burg Ruthard? Ist das eigentlich eine ganze Ortschaft, die so heißt? Irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass das ist Dänemark. Adel Dota, sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wo Burg Ruthard ist. Sag ich da, waren wir da schon mal? Bin ich verwirrt. Haben wir wieder ein bisschen viel Namen. So, hey, Rosa! Ich hab sie nie getroffen. Was ist da los? Aber Vater sagt, wir wären etwa im selben Alter. Ach, wie schade, dass du sie nicht kennst, meine ich. Warum fragst du? Ach, Burg Ruthard ist in Kutten. Ich habe nur so... Da muss ich, die ist in Kuttenberg. Wo ist Kuttenberg? Da ist Kuttenberg. Wo ist denn da eine Burg? Das da? Ach, was bin nie für Volldepp. Das war das, wo ihr Vater, wo wir schon mal gekämpft haben, wo sie an der Treppe rumsteht und aus dem Fenster rausgeschossen hat und so einen Scheiß. Oder von der Treppe runtergeschossen hat. Das müsste das da sein, oder? Oder das da? Das ist das Abfalllager. Das da kann es, glaube ich, sein, hä? Und es sein? Ja, ich erinnere mich schon. Ja, wir haben uns ein bisschen viel Namen, was das ist. So, hey Rosi! Was kannst du mir zeigen? Du sagtest, du kannst mir etwas beibringen. Was meintest du damit? Wenn du nett fragst, teile ich etwas von meinem Wissen mit dir. Also gut, Frau Besserwisserin. Sagen wir mal, ich bitte auf Knien. In welcher Wissenschaft kannst du mich unterweisen? Das kommt darauf an, was dich interessiert. In Büchern stecken ganze Welten, von denen ich ewig erzählen könnte. Wenn du lieber Taten statt Worte sprechen lassen willst, kann ich dir auch Schießtricks zeigen. Ich habe zu tun. Komm später wieder, in Ordnung? Wulfric, jetzt wieder ein 5-Achtung-Spoiler, du brichst in eine Schatzkammer ein. Ja, super. Herr Hubuch, merci für dein Zwickel. Neues How-To habe ich gehört. How-To rosa Biersteln. So, weiter Wir geht's. beide gehen wohl alleine Zick nach für den Mal heute nicht. Mein Glückstag. Freust du dich gar nicht auf zu Hause? Wie gelangen wir in die Burg Ruthard? Wie gelangen wir überhaupt in die Burg Ruthard? Um Mitternacht steigst du auf die Wehrgänge, drehst dich 3-mal um dich selbst und sprichst das Zauberwort. Und tada? Was? Ich hab's dir doch schon gesagt.
Über den Geheimgang. Ich weiß, wo der Eingang liegt, also musst du mir nur folgen. Freust du dich nicht, nach Hause zu gehen? Dir entgeht wohl nichts. Als sie Vater gefangen nahmen, stürmten von Bergos Männer die Burg Ruthat. Er kam nicht, um dich persönlich gefangen zu nehmen? Nein. Und das kam seinen Leuten gerade recht. Sie nahmen sich alles, was sie in die Finger bekamen. Nach dem, was ihr mit Malleschau angestellt habt, haben wir womöglich alles verloren. Bist du bereit zu gehen? Kein Grund zu warten. Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen lästig, weil wir es anzünden wollten oder so. Ich bin jetzt da kein Experte in diplomatischen Problemlösungen, aber sie war halt in dem Haus drin, das wir anzünden wollten. Ja? Vielleicht ist es auch deswegen Rosas Geheimgang noch nicht so zugänglich. Also los. Na schön, dann los. Später bei Kuttenberg. Also, da sind wir. Ich freue mich nicht darauf, in die Dunkelheit zu treten. Hast du Angst? Vor der Dunkelheit? Ich? Ich bin kein kleines Mädchen. Aber Gott weiß, was wir da finden. Vor allem am Ende. Finden wir es heraus. Keine Sorge, ich bleib bei dir. Ich bin bei dir. Wenn etwas passiert, bleib einfach hinter mir und... Oh, mein Held. Aber da ich den Weg kenne, werde ich zuerst gehen. Weiber. Machen wir doch. Mag ich jetzt schnell schauen. Tatsächlich. Kuttenberger Untergrund. Ah! Was ich noch vergessen habe, der wichtigste Skill überhaupt, den ich freigeschaltet habe übers Wochenende. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber die ganze Karten ist freigeschaltet. Mit sämtlichen Schnellreisedinger und so weiter und so fort. Wenn es irgendjemanden interessiert, Achtung, unter Fertigkeiten und Wissenschaft brauchst du Stufe 18 ohne das Plus, also nativ Level 18. Und dann kannst du Entdecker skillen und dann deckt sie die ganze Karten auf mit alle Points of Interests. Wie habe ich das gemacht? Sämtliche Bücher gekauft, die ich irgendwo gefunden habe. Alles lesen, auch die Bücher, die man nicht zum Lernen benutzen kann. Und dann kriegst du Wissenschaftspunkte. Geht relativ einfach, wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert. So, jetzt muss ich kurz da was schauen. Faustkampf haben wir einen Skillpunkt. Den machen wir, ich glaube, das war wurscht, das ist nicht mehr einfach ein Kieferbrecher. So, jetzt unterwegs sind wir. Wir sind unterwegs. Normalerweise verläuft hier nur ein kleines Rinnsal. Das Wasser muss gestiegen sein. Das Wasser muss gestiegen sein. Das ist aber kein sehr bedeckter Geheimgang, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Was für ein Problem hat denn Herr Carpon mit unterirdischen Wegen? Als ich es im Subdol erwähnte, sah er aus, als würde er in Ohnmacht fallen. Als wir Neberkopf verteidigten, wurde er unter dem Schutt eines zerstörten Turms begraben. Oh mein Gott! Sebian, die Brühen. Ich habe ein paar Shorts gesehen von KCD2 und jeder hat die scheiß Brühen auf. Ich habe die Brühen nicht mehr gefunden. Wo kriegt man die her? Das begann, als von Bergo ihn erwischte. Wo kriegt man die scheiß Seitdem Brühen hat her? er leider Probleme mit beengten Räumen. Sprengen, das Tut stimmt. mir leid. Es war Da hast du dringend. absolut recht. So, Ruhe jetzt. So, ich will nicht aufpassen, was sie erzählt. Brillen findest in Nestern. Easy. Echt? Das hat mir einen Schrecken eingejagt. Was hat denn Also, ein- bereust du es, mich mitgenommen zu haben? Also, wenn wir mir jetzt da in dem scheiß Tunnel umeinander pudern. Ganz im Gegenteil. Ich genieße die angenehme Gesellschaft und mich nach Hause begleiten zu dürfen. Wenn das noch unser Zuhause ist. Vielleicht lebt dort ein neuer Herr des Hauses. Du meinst Wawak? Vielleicht. Oder Friedusch Krumel, sein Schoßhund. Wenn der sich nicht von der Leine gerissen hat. Alles Namen, die wir schon mal gehört haben. Na, Rosa. Das ist gar kein so ein schlechter Ausblick. Der Weg kann schon noch ein paar Minuten dauern. Tun Sie sich nicht hinunter. Ganz schön feucht in dem Loch da unten bei der Rosa. Schon ein wenig. Das Dachrost ist der Keller feucht, weißt du. Das ist eine ganz schlechten. Der nächste ganz schlechte, die ripft wie ein Kieslaster. Was? Ich hab automatisch Folgen gedrückt. Hilfe, Hilfe. Irgendwie müssen wir auf die andere Seite. Alles in Ordnung? Nein! Siehst du nicht, wie tief das da vorne ist? Zieht sie es jetzt dann an? Muss ich die tragen? Du erwartest doch nicht, dass ich dich trage. Und ob ich das tue? Außer du willst beweisen, dass du doch bloß ein ungehobelter Dorflümmel bist. Ich hab einen Dorflümmel. Na schön, ich trage dich. Tja, was machen wir da? Ich trage dich rüber. Aber keine Sorge, ich bin kein zartes Pflänzchen. Warum so eilig? Wir haben viel Zeit.
Körper aufheben. Warum so eilig? Wir haben viel Zeit. Das ist ein Hinweis, oder? So trägt man doch keine Dame, Tölpel. Beklag dich nicht. Mir hat niemand beigebracht, wie das geht. Das merkt man. Uff. Sei doch vorsichtig. Ja, jetzt mit deiner fetten nur eine Scheiße kurze auf meinem Strecke. Schild, da komm ich doch nicht mehr, Halt nicht dich mehr fest. Stirn auf wieder. Was ist jetzt da? Das ist eine falsche Richtung, hoppala. Upsala. Was passiert denn, wenn ich es ins Wasser einwirf? Oh. Rosa, du hast richtig Glück, dass ich gerade nicht speichern kann. Du hast richtig Glück, dass ich gerade nicht speichern kann. Nochmal probieren, ne? Oh, ich hab meinen Hund wieder dabei. Wenn wir mir jetzt da irgendwelche Stealth-Aktionen machen müssen, dann muss ich leider Gottes einen Hund heimschicken, das hilft nicht. Erstmal, tragen wir uns wieder zurück. Tragen wir uns ins Wirtshaus. Schauen wir, was weitergeht. Warte, ich muss kurz was schauen. Nein. Das werden wir jetzt nicht nochmal scheinen. Ich kann leider nicht nochmal speichern. So. Ich trage es jetzt einfach so weit wie ich kann. Sehr wurscht ist. Ja. Na, scheiße. Wenn ich mich schnell genug drehe, sehe ich dann. Lass was wieder runter. Uff. Also, du hättest etwas behutsamer sein können. Aber ich sollte wohl dankbar Was soll ich sein, machen? dass Ich bin du bloß mich in einem Stück Sacker. Ich höre Stimmen. Wir haben wohl Gesellschaft. Und nicht Halt, stopp. Wir zeigen uns das Sneaky Peeky geworden da. gerade Willkommene. Sehen wir jetzt, ist sie genauso sneaky wie ich? Der Raussprenger. Oh Gott, wie Asozialisten halt schon wieder! Was so eine Scheiße, der wir schon haben, aber ihre Tipfen ins Beitel wackeln, okay, du machst einmal eine Monatpause. Sieh dir dieses Durcheinander an. Ich erkenne diesen Ort kaum wieder. Ja, Hauptsache die ist Das nicht da, wo waren sie sicher ist. nicht Wawaks Männer. Wohl eher das Gesindel der Stadt und Bettler. Sie benehmen sich, als gehörte das alles ihnen. Wenn Vater das sehen würde. Wir müssen sie loswerden. Aui. Was meinst du mit loswerden oder soll ich sie abschlagen? Einfach so, und was willst du tun? Was meinst du mit loswerden? Du hast fast alle aus der Garnison von Bergo in Maleschau getötet und nun soll ich sagen, was zu tun ist? Touché. Wir wissen nicht einmal, wie viele von ihnen hier sind. Und ob es sich um harmlose Krüppel oder gnadenlose Halsabschneider handelt. Ich weiß, aber was willst du machen? Dich zurücklehnen und warten, bis sie an Altersschwäche sterben? Also soll ich sie abschlachten? Einfach so? Natürlich! Dieser Abschaum hat kein Recht, diesen Ort zu besudeln. Es ist unser Zuhause, unser Eigentum. Und deshalb verdienen sie den Tod? Wenn wir sicher sein wollen, dass sie uns nicht verraten, haben wir keine Wahl. Meine Güte, wie schnell Herrin Rosa ihre Ansichten ändert. Was ist der Unterschied zwischen diesen Strolchen oben und den Dorfbewohnern von Maleschau, hm? Aber das ist unser Zuhause, unser Eigentum. Sie haben kein Recht. Weird Boner Alert. Du hast recht, ich kümmere mich um sie. Was soll ich machen? Ich glaube, sie scheren sich nicht um Recht. Du Weg hast mit recht. denen! Wir müssen sie loswerden. Aber vielleicht lässt sich das ohne Gewalt lösen. Was? Ich sehe mal nach, wer das ist und was die wollen. Na gut, dann mal los. Warte kurz. Oh. Siehst du den Efeu dort? Naja. Er reicht bis hoch zum Fenster meiner Kammer. Dort habe ich meine Armbrust. Ich wette, dieses Pack hat sie nicht gefunden. Wenn ich da hochklettere, kann ich dir von oben Deckung geben. Für den Fall der Fälle. Das klingt nicht sehr sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob man am Efeu so gut kraxeln kann, aber... Wie bitte? Bist du verrückt? Du könntest dich verletzen. Oh, keine Angst. Ich klettere da schon hoch, seit ich ein kleines Mädchen bin. Und wenn sie dich entdecken? Das werden sie nicht. Ich verschwinde hinter der Ecke, bevor sie mich überhaupt bemerken. Es gibt eine hölzerne Balustrade, die bis zum Fenster reicht. Fast wie eine Leiter. Denkst du, der Efeu kann dein Gewicht tragen? Da muss ich jetzt nicht nachstochen. Herr Simato, kann ich da nicht geben, örtlicher Optiker. Circa 500 €. Bist du sicher, dass der Efeu dein Gewicht trägt?
Du bist kein zierliches Mädchen mehr. Steine sind Du allerdings weißt wirklich, Glasel. wie man einer Dame schmeichelt, was? Jetzt sei still und dreh dich um. Ich will nicht, dass du mir unter den Rock guckst. So gut. Los geht's. Ich hoffe, Rosa kann gut zielen. Hat sie es jetzt da aufgebeamt oder was? Okay, hab ich schon gehört, ich muss die Rüstung anziehen. Hab schon verstanden, der zieht nicht an. Danke trotzdem, ich mach mich schlau. Gibt aber nicht bloß hilfiger Bruin, wo mit diesem Aufsatz. Das ist. Jetzt lass mich jetzt mal schauen, was da los ist. Da ist doch jemand. Jetzt habt ihr mehr Rüstung, ihr Vollidioten. Er muss taub sein. Und noch dazu... Ich gebe dir. Du bist schon tot. Verdammt nochmal. Sakra. Rosa? Kannst du... Rosa! Du willst wohl was aufs Maul. Auf der Treppenkämpfer ist das Letzte. Geh ober da. Geh ober, weil ich anstich. Auf ihn, schnell! Zeig doch mal, was du drauf hast! Ich fertig. Gut, so kann wenigstens bloß immer einer kommen. Na komm schon her. Hey! Ich hab den Fuß erkannt, du bist einfach rumgefallen, du Vollidiot. Schöne Treppen. Okay, schon lange mal wieder reingestrichen. Au! Was passiert denn da? Den Pisser fertig, verdammt! Komm. Ja. Wow, das funktioniert richtig gut. Geht's einmal oben da. Geht's einmal da oben, weil da kein Mensch ist. Stirb, du Pisser! So. Ups. Mich beim. Was soll ich machen, Alter? Tu mir eine Pfeifung aus. Ist da nur. Kannst du? Sind wir aus dem Vorschlag, Weiberlein? Schaut aus, als beim Scheißen umsitzen. Das erinnert mich ein bisschen an das Homer Simpson-Meme. Komm schon. Heinrich! Schrei dir nicht gut? so! Ja, bis jetzt. Kommst du zurecht, Heinrich? Ich habe einen erwischt. Looten? Ach, ich loot schon. Ich hab gestern schon das Looten aufgehört. Guter Schuss! Also, die hat jemand erschossen. Schrei nicht so! Ja, ihr könnt noch mehr sein! Schrei nicht so. Common Sense. Was, wenn mehr von denen hier sind? Sind sie? Deshalb schreie ich ja. Was? Jemand versucht, meine Tür aufzubrechen. Oh, shit. Ich bin gleich bei dir. Sei vorsichtig. Lade deine Armbrust. Und wenn dir jemand zu nahe kommt, schießt du auf ihn. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Ich halte eine Weile durch. Oh Gott. Tu mir eine Pfeifung aus. Wenn ich irgendjemand sehe, kriegt er erstmal einen Pfeil in den Arsch. So, machen wir die Bumsbude auf da. Ist da. Was für ein Durcheinander. Also, den kann man nicht blocken. Volldeppen. Okay, bye! So. Und so machen wir das jetzt weiterhin. Müssen wir nach oben, nehme ich an, oder? Kleines Schwein, lass mich doch nicht. Spinn ich etwa? Da sind wir ein bisschen da, bis er das Schwert rauszieht. Ja, kannst du, ne? Vollidiot. Rosa? Rosi! Ich bin es. Heinrich, bist du in Ordnung? Ah, mir geht's Noch gut. in einem Stück. Tu dir Sind nicht ruhig. sie weg? Ja, Alle? Ja, alle sind weg. es ist vorbei. Na Oh, mein gut, Licht da. ich lass dich rein. Du kannst reinkommen. Jetzt aber dabei schon mit zusammenrennen können. Also, da wären wir. Willkommen zu Hause. Es fühlt sich gar nicht mehr wie mein Zuhause an. Sie haben sich hier wie die Tiere benommen. Alles wird gut. Ja, wir haben viel zu tun. Aber das wird schon. Versprochen. Wir schaffen das. Es steht viel auf dem Spiel. Wohl wahr. Weißt du, Heinrich, ich will dich etwas fragen. Und ich will eine ehrliche Antwort. Ja, bin dabei. Klar?
Wenn am Welschen Hof alles schief geht und Gott bewahre, du dich entscheiden müsstest, würdest du trotzdem versuchen, meinen Vater zu retten? Auch wenn du dann das Silber zurücklassen müsstest? So einfach ist das nicht. Cockblock. Verbündete sind am wichtigsten. Das Leben unserer Verbündeten ist natürlich am wertvollsten für uns. Ohne sie würde uns das ganze Silber sowieso nichts nützen. Ganz davon abgesehen, dass es nicht lange reichen würde. Mach dir keine Sorgen. Entweder wir verlassen den Welschen Hof mit den Herren, oder... Oder gar nicht. Vielleicht hätte ich vorher nur meine edle Robe umziehen müssen. Mach dir um die Unordnung keine Sorgen. Unsere Jungs räumen hier auf, wenn sie da sind. Das sind wir dir schuldig. Das ist nett. Aber Mutters Silber und die Jagdtrophäen meines Bruders kann mir niemand zurückbringen. Und meine Bücher. Manche waren mehr wert als dieses ganze Gebäude. Bist du wegen der Sache in Malleschau wütend auf mich? Wütend? Nicht direkt. Ich dachte nur, du wärst anders. Und nicht genauso schlimm wie... Naja, Oh. wie Žižka und der Teufel. Haben wir uns schon wieder in eine dumme Situation manövriert, glaube ich. Was genau ist dein Problem mit Žižka und dem Teufel? Von Bergo wäscht seine Hände nach dem Kampf auch nicht gerade in Unschuld. Sie sind Ungeheuer, ohne Ehre oder Gewissen. Sie und ihre Meute. Ich traue ihnen nicht. Und sie sind furchteinflößend. Mir kannst du vertrauen. Aber mir kannst du vertrauen. Oder wirfst du uns jetzt alle in einen Topf? Dann sag du mir, was ich denken soll, wenn du ohne einzuschreiten zugelassen hast, dass... Hey, ich Nicht hab's nur probiert! Zugelassen. Du hast bei ihren Gräueltaten sogar mitgemacht. Entschuldige, dass ich dich enttäuscht habe. Das ist ein guter Anfang. Eine Entschuldigung allein reicht nicht, damit du mir vergibst, ich weiß. Aber ich möchte dir beweisen, dass ich so nicht bin. Und auch nie sein werde. Danke für deine Offenheit. Wenn ihr das Silber des Königs in die Finger kriegt, müssen mein Vater und ich uns verstecken. Die Gegend verlassen, irgendwo hin, wo Sigismunds Leute uns nicht finden. Und du und ich müssten getrennte Wege gehen. Vielleicht wird das gar nicht nötig sein. Ich lass dich nicht gehen! Ich lass dich nicht gehen! Ich lass dich nicht gehen. Selbst wenn ich mit deinem Vater, Žižka und dem Teufel kämpfen muss. Es war eine gute das Antwort. so? Ja, Ich ist sage gut. sogar Sigismund. Geh zurück nach Ungarn. Diese Frau hier bleibt bei mir. Das klingt ja schön, aber hier ist doch nichts übrig. Wir haben alles verloren. Jetzt bauen wir wieder zusammen. Ich weiß, was das ist! Ich halte das durch, ich probier's! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab meinen Finger schon am Abzug. Oh, da ist ihr rotes Buch, das ich gebracht habe. Oder? Oh. Alles wird gut. Wir haben vorher Blutläden vor bis unten. Ho! Ho! Rein in die Rosa! Wir müssen rein in die Rosa! Mein Vater würde dich dafür in Ketten legen lassen. Upsi, der ist aber gerade nicht da. Wie ist es damit? Da schau hin. Gleich müssen wir aber an die gebärfreudige Scheißen ohne gelangt, damit nichts passiert. Oh ja. Oh, du weißt anscheinend, wie man eine Dame zu tragen hat. Wohin denn? Oh Gott, dann muss ich drucken! Ich sehe keine Gräben, Los, am Flüsse und Geheimgang! Pfützen zum Überqueren. Da mihi castitatem, et continentiam, sit nulli modo. Was heißt das? Schwanz rein, Schwanz raus, Gurgel, Gurgel, Voran, Motherfucker. Herr Ritter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich kann Depp singen.
Und wir haben einen ganz kurzen Heinrichs Arschloch gesehen, glaube ich. Okay. Holy shit, da ist... Geheimgang, Rosa! Rosa spricht im Schlaf. Du wünschst, du könntest Latein. In nomine Patri et Filii et Pipi. Pipi, du, Standi. Schischka und die anderen sollten inzwischen schon hier sein. Ich gehe mal nachsehen. Es tut mir auch irgendwo leid. Jetzt kriegt einfach irgendjemand den Auftrag, wird einer Zuschauerzahlen gleich um 100 in den Tee gehen, wenn da noch die Alte steht. Sollen wir nochmal hin? Ich lad nochmal. Irgendjemand kriegt jetzt den Auftrag. Wer von euch immer ist mir wurscht. Also, das erste ist folgendes. Und ich glaube, da machen wir noch einen zweiten, weil ich habe einen Heinrichs Arschloch gesehen. Okay? So. Phase 1. Phase 2. Irgendjemand kriegt jetzt den Auftrag und sucht die Szene auf YouTube. Und postet im Discord. Im Gaming-Schmerz. Niemand anderes schreibt irgendwas drunter, damit die Nachricht nicht nach oben rutscht. Herzlichen Dank. Reinposten, los. Ich bin mir nämlich, es darf mich wundern, wenn ihr die Szene findet. Also gerade, dass das nicht wirklich sext. So, hey, Rosa, mach doch mal schmusen! Reden wir über uns! Ich hab nichts an, du! Du weißt schon, über gestern Abend und die Nacht. Was ist damit? Ich dachte, du möchtest vielleicht drüber reden. Denkst du, wir haben etwas zu bereden? Naja, wie geht's mit uns weiter? Wahrscheinlich gar nicht. Ich bin die Tochter des Herrn Ruthard. Unser Name hat noch Gewicht, obwohl wir so viel Ärger haben. Wenn mein Vater wieder frei ist und sich die Gelegenheit bietet, muss ich heiraten. Hat dein Vater schon einen Mann für dich ausgesucht? Noch nicht, aber ich weiß doch, wie das läuft. Wenn ich Glück habe, heirate ich einen jungen Adligen und bringe schon bald ein paar Kinder auf die Welt. Und wenn ich viel Glück habe, ist es ein richtig alter Mann, der stirbt, bevor wir die Kirche verlassen. Dann heirate ich dich. Was? Wenn ich deinen Vater befreie, könnte ich ihn um deine Hand bitten. Ich könnte ihm androhen, ihn wieder einzusperren, wenn er ablehnt. Ich glaube so oder so nicht, dass er es erlaubt. Die Tochter des Aber was ist Herrn mit der Res? Ruthard und der Bastard des Herrn von Skalitz, der von Sigismund selbst von seinem Land vertrieben wurde. Nie im Leben. Obwohl, unser Plan könnte schiefgehen. Dann überlebt vielleicht niemand. Warum sollte man etwas Schönes vorschnell wegwerfen? Du weißt schon. Carpe diem et memento mori. Nun ja, wenn du das so sagst. Aha, okay. So, jetzt haben wir uns wieder verstanden aus dem Hirn rausgefegelt. Was muss ich denn eigentlich tun? Sprich mit Schischka. Haben die da, oder was? Wann die? Die stehen noch nicht unten. Okay, haben wir schon drin. Alter, da habe ich jetzt eigentlich mit mehr Gegenwehr gerechnet als Blut. Was? Drin ich da? Hoppala. Na! Oh Gott, nein! Oh, das ist so nervig jedes Mal, wenn du irgendwie... Oh. So, Kettenhaube des Brunswick, ja. Nakenschutz, du musst jetzt wieder der Rüstung, Alter, das ist richtig hart nervig. Das ist, glaube ich, das schlechteste Feature im ganzen Spiel. Und immer den, Kettenhemd, Kürass, Wapenrock, Handschuhe, das Ding. Was haben wir da? Sparen, ziehst Schuhe an. Wir brauchen Beinplatten, lege erst einen gepolsterten Fußschutz. Das Ding, Sporen, was ist das andere, was noch abgeht? Haben wir noch eine Fackel, dann haben wir noch unser Schwertel, dann haben wir noch einen Bogen und dann haben wir die verbesserten Jagdpfeile eine und unsere Handkanone. Die Handkanone ist gerade unkontrolliert die ganze Nacht. Peng, peng, gegangen, du. So, was haben wir noch? Können wir nicht nur ein Google aufsetzen? Ja, nehmen wir ein Gügelchen. Dann nehmen wir noch ein... weiß jetzt nicht, wo wir da nehmen. Da gibt es 32 und das Ding und ein Dolch brauchen wir noch. Und dann haben wir alles. So, haben wir es jetzt. Einfach alles so ziehen, was blödig ist. Ja, nein, das hätte ich jetzt eigentlich auch selber draufkommen können. Da hast du absolut recht. Morgen, Kamoschko. Morgen, Komoschko. Gut geschlafen? Blöd. Wie ein Säugling.
So, rein ins Vieh. So, mit wem muss ich schmerzen? Mit dem Schischka. Was ist denn da? Ist der Prinz? Der Dog! Haben wir einen Hund eigentlich schon mal gefuttert? Nein. Da kriegst du ein wenig Rindfleisch hingeworfen. Schieß. Ein Beil Rindsfleisch. Da! Jetzt nimm! Was ist mit dir? Magst du es nicht? Wenn du nicht umdrehst, rollst du wieder davor. Psuffener Ihr seid also schon hier. Wie war die Reise? Gab es auf dem Weg irgendwelche Probleme? Eigentlich lief alles reibungslos. Nur Brabant hörte nicht auf zu reden. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Er war eine große Hilfe in Malleschau. Dieser Treffer am Tor kam genau zur rechten Zeit. Wenn seine Männer nicht gewesen wären, wären wir alle tot. Aber manchmal wünschte ich, dass jemand mit einer Kanone auf meinen Kopf feuern würde, damit ich ihm nicht länger zuhören muss. Mich würde interessieren, was hier gestern vor sich ging. Als wir ankamen, sah es aus wie im Schweinestall. Wir hatten ungeladene Gäste. Alles lief bestens. Ein paar der hiesigen Bettler lagerten hier. Knillhutler, merci. Mussten sie Wilfred, irgendwie merci. los- Matthew, Was merci. ist mit Rosa? Bereut sie schon, dass sie mitgekommen ist? Ich bin froh, dass sie bei mir war. Dieser durchbohrte Kerl da im Hof? Das war ihr Werk. Wirklich? Guter Schuss. Jedenfalls kümmern sich meine Männer um die Leichen und räumen hier auf. Wenn die Dame nichts dagegen hat. Ganz im Gegenteil, denke ich. Wie ist es mit Wawak gelaufen? Nach allem, was passiert ist, wollte ich Rosa hier nicht allein lassen. Ich werde ihn jetzt aufsuchen. Ich verstehe. Aber geh bald zu ihm. Ohne den Schlüssel des Münzmeisters kommen wir nicht weiter. Das stimmt, den brauchen wir noch. Gespräch beenden. So, wir müssen mal an einen Trog. So können wir nicht durch die Stadt laufen, weil wir mir ausschauen, als hätten wir 500 Leute abgeschlachtet. Okay, wir haben 500 Leute abgeschlachtet, aber das muss ja keiner wissen. Es kommt die Tage ja der erste große Patch mit 1000 Bugfixes. Mr. Grunskowski, das ist absolut richtig. Ich glaube am 13. März, das ist am Donnerstag. Dann, wenn wir mit dem Spiel wahrscheinlich durch sind, kommt der große Patch, da kommt ein paar Bier. Und Modfähigkeit. Ich glaube, da wird halt einfach der Community Hub bzw. der Workshop in Steam freigeschaltet. Da bin ich auch gespannt drauf. So, wo ist jetzt der Zigeuner? Da außen und da um. Ja, da werden wir laufen müssen, anders schnell wird es nicht gehen. So, durch die Stadt laufen wir mir stets in unserem Adelsgewand. So, jetzt muss ich selber mal schnell in den Discord reinschauen. Was ist da alles los? Was ist da alles los? Gaming-Schmerz. Oben scrollen, da haben wir. Echt? 44 Reaktionen auf die Dip. Romance with Rosa. Kingdom Come Deliverance. Sehr gut. Ich hoffe, jeder hat es gesehen. Viel Spaß damit. Wer hat es geschrieben? Der Knädelwutzler, glaube ich. Gell? Leider Gottes ist im Streamer-Mode sehr gerne Namen nicht, aber ich glaube, der Knädelwutzler. Knädelwutzler, Kuss auf die Nuss. So, jetzt bei so 8. Jetzt sind wir da wieder her, da wieder her, da wieder her. So, Vollgas, Leberkäse. Gibt sich ein Port BDSM-Mod. Da kannst du mal Gift draufnehmen. Dass da ein paar Mods geben wird, wo die dann mit sich in die Glocken umeinander laufen. Aber wahrscheinlich wird es ja wieder diese Mods geben wie in Skyrim, dass da Thomas die Lokomotive aus der Kirche rausfährt. Ja, kann auch passieren. Wird passieren. So, Vollgas. Ab zum Vivek, Wavik, was auch immer für ihn. Weg. Los geht's. Hast du die Frisuren gesehen, die das Update bringt? Einer reidiger wie die anderen. Nein, ich hab nur einen Screenshot gesehen. Ich hab nur die Steam-Ankündigung. Was tust denn du? Das hab ich noch nie da gesehen, dass er sogar an die Marktstandel da. Interesting. So, wo müssen wir hin? Schlossknappen, schwer. Was ist denn da? Was ist da? Hey, was verflucht so... Meister Wawak ist Entschuldigung, beschäftigt. Gewohnheit. Ihr seid nicht Wawaks-Leute, aus dem Weg, ich komme rein. Schwer, Mama, ihr seid nicht Wawaks-Leute. Was redest du da? Ich kann doch sehen, dass ihr beide nicht zu Wawaks Männern gehört. Woran willst du das erkennen? Wawaks Wachen tragen sein Wappen. Eine goldene Rose mit 5 Blütenblättern auf blauem Hintergrund. Sei ehrlich, wem hältst du den Rücken frei? Irgendwelchen Dieben? Keine Diebe. Christian von Pisek ist zu Besuch. Der königliche Münzmeister. Christian von Pisek? Den kenne ich. Wenn er hier ist, will ich mit ihm sprechen. Jetzt beide da. Sollen wir ihm glauben? Wieso nicht? Lass ihn. Er ist allein. Und wenn irgendwas passiert, werfen wir ihn raus. Bitte, komm doch rein. Möchte ich auch dabei sein? Du mit deinem, schau mal deinen Zinken, Alter. Du saufst schon mal im Brunnen drin, wenn du einen Meter daneben stehst. So, grüß Gott miteinander. Keine Menschenseele. Sichere die Wawakshilfe beim Silberdiebstahl. Also, wir wollen ja Fort Knox ausräumen. Ich schau bloß mal.
9 Groschen sind 9 Groschen. So, probieren Sie es eh. Wahrscheinlich eher oben. Hört man etwa einen Schmerzen? Vorher nicht. Herr Gärtner! In dem geilen Spiel gibt's Nürnberger Armschienen. Geh mal heute über Nürnberger Bahnhof, da brauchst du ja auch wieder, ich komm von da. Was hast du gesagt? Nicht ich. Ha? Sonst hast du eben. Weißt du eh, was ist. Wieso hatten da eigentlich schon alle Kisten auf? War ich da schon mal herin? Herr Gärtner, merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei. Oder? Da haben alle Kisten schon auf. Dann sind die Wachen draußen, glaube ich. Der Hundesepp. Hande! Kruzifix. Hallo! Oh! Da muss ich kurz reinluden. Oh! Die großen Kisten, da schauen wir schon mal, da schauen wir mal rein, damit nichts passiert, was es ist. Jetzt hast du gleich alle Tieren, außer die, was drin haben wahrscheinlich. So. Ne? Lass mich raten, da eins drin. Na doch nicht. War die mir. Hä? Da war ich doch gerade. 19 Groschen sind 19. So, mei. Hallo! Spiel mir an! Wo denn? Das gibt's ja nicht. Ich sehe sonst keine anderen Tieren mehr. Kruzifix. Die andere Treppe. Was für andere Treppen? Deine Mama ist andere Treppen! Sag mal! So, da geht der Treppen auf. Da geht der Treppen auf. Hallo! Das gibt's ja nicht. Ganz auf. Okay, gehen wir ganz auf. Haben wir da nur Treppen? Haben wir da nur Treppen? Ihr lügt's mir doch schon wieder an. Wo die Holzeimer haben, davor rechts. Was für Holzeimer? Das gibt's ja nicht, oder? Ich hab doch jetzt da jede. Willst du mich verarschen? Sag selber. Sag's ihm. Wo die Holzeimern sind. Was für Holzeimern? Ich sehe keine Holzeimer, sagst du? Hausgroß diese, im Erdgeschoss. Die Walkbehälter. Ich weiß nicht, was Walkbehälter sind. Die Holzeimern da. Ach, da ist der. Weil das irgendjemand von euch gewusst hat, der es nicht gespielt hat. Halt bloß einmal. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich hab einfach geklopft und gesagt, ich hab so meine Mittel. Ich stelle hier die Fragen, Freunde der Sonne. Ich stelle hier die Fragen. Merci. Was machst du hier? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. Aber ich habe noch eine andere Frage an dich. Wie viel hat man dir bezahlt, damit du von der Prägestätte berichtest? Wawak hat die Stadt bestohlen. Und ich könnte damit fröhlich weitermachen, wenn du nicht so ein ehrlicher Idiot wärst. Stattdessen wurde ich fast erwischt und gehängt. Fanusch! Milosch! Kommt her! Verteidige dich. Oder auch nicht. Dann wird es einfacher. Bruder! Spielst du jetzt total? Ich mache Das ist ein Vogelhostmeister! Was? Du Schwein! Das ist schon übel da kommt. Scheißkerl! Ja, Ken! 5-mal Block, du Arschloch! Sakra! Sachsen die! Glaub ich's aber! What the fuck? That escalated quickly, boys! So, hast du wenigstens was dabei geholt? Eichlut die schon! Dass du gleich mehr auskennst. Ah, gekrackelter Brief. Brief von Wawak. Schlüssel, Groschen. Oh, oh. Da muss ich kurz auf Zeigen gehen, da steht Minze, aber das glaube ich ist das Münzprägeding.
4200 plus. Nimm ich mit. Du, dein Forente baggelt die ein, damit nichts passiert. Haben wir sonst noch was Tolles? Super Wächter, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Man kann 3 Stunden bis Treppen aufrennen. Schusterwerkzeuge nehmen wir mit. Oh, und Dietrich nehmen wir auch mit. Ja super, jetzt steh ich da wie ein Volldepp. Ich schaffe den Schlüssel zur königlichen Schatzkammer. Wawak mag geflohen sein, doch es ist möglich, dass er den Schlüssel zurückgelassen hat. Aber wo könnte er sein? Ja, wahrscheinlich in irgendeiner scheiß Kisten da herin, oder? Was sonst? Bei mir können wir natürlich auch den Brief einmal schnell lesen dann. Weil wenn ich nicht einmal den Raum finde, wo die 2 Idioten umeinander stehen, jetzt passen wir auf. Das machen wir jetzt so. Bücher. Gekrakelter Brief. An Herrn Christian von Piesek, dem Du jetzt die Texte weg! Dem Münzbeamten der königlichen Prägstätte des Welschen Hofs. Wenn du diese Zeilen liest, habe ich bereits die Stadt verlassen. Ich weiß, dass du, Speichellecker, schon lange ein Auge auf meine Stellung geworfen hast. Sie gehört dir, du hinterhältige Ratte. Ich gönne sie dir aus tiefstem Herzen. Zu schade, dass ich nicht dein Gesicht sehen kann, wenn du erfährst, wo ich den Schlüssel hinterlassen habe. Hoffentlich genießt du in deinem deinen neuen Titel und trägst ihn mit Stolz. Denn du wirst nicht lange etwas davon haben. Möge der Welsche Hof zugrunde gehen, soll der Stadtrat an seinem Klosterwein ersticken, möge das geheime Unterfangen endlich auffliegen und du und dein elender Bruder vom selben Ast baumeln. PS, scheiß auf dich, scheiß auf den Schlüssel, scheiß auf alles. Laura, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Am Scheißhaut. Am Scheiß, ist gar keine so dumme Idee. Haben wir aber nur einen Brief. Brief von Wawak. Liest mal noch schnell. Geschätzter Meister Burisch, in Bezug auf unsere vorherige Konversation muss ich meine Zufriedenheit darüber ausdrücken, dass sich der Unregelmäßigkeiten in den Minen von Horschern angenommen wurde. Hoffen wir, dass die Widrigkeiten, die uns in den letzten Wochen heimgesucht haben, sich nicht wiederholen. Ich habe weiterhin vollstes Vertrauen in dich und deine Männer. Der Ertrag unseres kleinen Unterfangens wächst. Da habe ich beschlossen, deine Bezahlung zu erhöhen. Die Zahlungen für das Nutzungsrecht, das du als Besitzer der Schmelzhütte in Grund genießt, werden einstweilen vollständig anfallen, insofern als du sie von, ich kann es nicht schnell lesen, deinen Einnahmen, keine Ahnung, die vor kurzem dank meiner außerhalb der Münzstadt beträchtlich gestiegen sind. Ich bin sehr beschäftigt, daher werden wir uns nicht an üblichen Ort beim AG zur üblichen Zeit treffen, richte unseren werten Künstlern meine Grüße aus und trage Sorge dafür, dass sie alles haben, was sie benötigen. Volkmar soll sich darum kümmern. Ulrich Wawak von Neuhaus Heeres Blupsi irgendwas. Das sagt man jetzt genau gut. Der Questmarker zeigt bloß ein Gebiet. Und wir sind nicht im richtigen Gebiet. Na gut, den haben wir Fackel lassen. Warte mal, kurze Geschichte. Wir haben irgendwo Ringelblumen aufgegossen, sie sauft man schnell, damit wir uns wieder ein bisschen heilen. Wenn nichts passiert. So, dann müssen wir irgendwie in diese Richtung. Und den wir uns einmal putzen. Scheiß auf den Schlüssel. Ja, also wenn das jetzt wirklich weiß. Was liegt denn da am Boden? Breites Langschwert. Ach, halt doch dein Maul. Boah, das ist ja mal wirklich widerlich. Verdammt seist du, Wawak, wo immer du steckst. Okay. Was sagt er? Gut. Ich gehe sofort zu den Bädern. Na, jetzt haben wir wieder vorher Scheiße von oben bis unten. Kruzifix. Haben wir einen Perk namens Stinker.
So, wir gehen aber wieder in feinster Adelskleidung durch die Städte, weil jetzt müssen wir wieder einfach zurück nach... Können wir da auch irgendwie rundherum? Da kann man nicht durchgehen, da kann man eine... Da irgendwie Abkürzung runtergehen. Haut nicht hingehen, müssen wir erst runter mehr. Hilft nicht. Hilft nicht, haben wir auch gut zu Fuß. Wir sind gut zu Fuß. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie heute übrigens schon einmal auf den verdammten Like-Button gedrückt. Heute ist wieder eine grandiose Folge. Rosa zusammengehauen, Penner zusammengehauen, Christian zusammengehauen, überall Blut. Was ist da los? Und nicht offensichtlich klammern wir heute noch 28 Schubkarren vorher rüber. So, bin jetzt zweitgelaufen, weil ich Superheld, oder? Komme ich da an der Kirche vorbei? Ja, nochmal schon. Haben wir ein paar Händel zusammen. Das habe ich schon ein paar Mal überlegt, das zum tun, aber dann kriege ich bloß wieder einen Stress. Ich habe jetzt keine Zeit für einen Stress. Müssen wir fort Nox ausrauben, Kinder. Die Wife hat schon 4 Mal drauf gedrückt. Kubienka, sehr guter, kann man überbringen. So, auf und wahrscheinlich mit dem Schisskau schmerzen. Schischka-Blatt! Wo ist der? Wo ist er denn? Schischka, wo bist du? Würde ich es fast vergessen. Was ist denn Darf da? ich das als Dank auffassen? Kann ich da mal reinluren? Sicher. Nichts drin. Dass ich dich nicht gleich umgebracht habe, als du mich angefasst hast, zeugt von meiner Dankbarkeit. Oh, jetzt drohst du mir. Das Aber könnt ihr damals hast lesen, du nur oder? geschrien und wurdest... Ich war im Haus des Münzmeisters. Moment, das sollten lieber alle hören. Was willst du jetzt tun? Und wie ist es gelaufen? Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Aber er stinkt ziemlich. Quel puanteur! Steck das weg, außer du willst mein Frühstück sehen. Und was ist mit dem Münzmeister? Wird er uns helfen? Wawak ist verschwunden. Ich habe diesen Schlüssel und einen gewissen Christian von Pisek vorgefunden. Er wollte mich töten. Schön, dass er keinen Erfolg hatte. Was hast du mit ihm gemacht? Ihn getötet. Immerhin verpfeift er uns so nicht. Wir wollten den Schlüssel Ist haben. das nicht der Sohn Hier von ist dem er. anderen Typen Schade, am dass wir Tisch niemanden gewesen? im Der inneren mit dem Kreis des Pfauenhut? Hofs haben. Nun, was soll man machen? Kommen wir zur Sache. Wir müssen alles vorbereitet haben, bis Katharina aus Loretz zurückkehrt. Vor allem den Weg durch den Hof. Das will ich doch meinen. Wenn ich meine Leute schicke, muss ich genau wissen, wo es langgehen soll. Das ist deine Aufgabe, Heinrich. Und jetzt hat er sie verraten. Und jetzt hat sich der Franzose verraten. Mark my words. Brabant begleitet dich. Excuse-moi? Warum sollte ich? Schließlich erzählst du doch die ganze Zeit, du würdest den Kuttenberger Untergrund in- und auswendig kennen. Tu ich ja auch. Nur nicht aus eigener Erfahrung, sondern von Karten und Zeichnungen. Niemand würde einen Edelmann wie mich in diese modrigen Gänge lassen. Was machen wir in dem Keller? Was machen die anderen jetzt? Ich gehe lieber mit jemand anderem. Na, der soll schon mitgehen. Das hat 100%ig ist der Typ ein Maulwurf vom Sigismund. Ich weiß nicht, mir ist nichts gesagt worden, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass der Franzose stinkt. Und jetzt hat er sich gerade verraten damit, er möchte genau wissen, wo wir sind und wieder und so weiter und so fort. Das muss er wissen, wenn er uns ins Kreuz hauen will, beziehungsweise wenn er im Sigismund sagen will, was wir mir vorhaben, oder wenn er mit seinen Leid uns hintergehen will und weil er selber nicht mitgehen möchte. Ist nur eine Vermutung. Ja, ich kann mich ja täuschen, um Gottes Willen. Aber es ist eine Vermutung, der Typ stinkt schon, seitdem wir ihn gefunden haben. Ich sag, den haben wir ja miteinander mit dem Hans aus dem Turm von Maleschau? Was in Maleschau? Ich weiß nicht mehr genau, wie die Ortschaft heißt, aber ich glaube schon Maleschau. Befreit und er war dann auf einmal da. Und ich sag dir was, die haben ganz genau gewusst, dass wir mir kommen und den rausholen. Und er ist mit Absicht dabei. Und der Otto hat sich auch absichtlich gefangen nehmen lassen. Garantiere ich dir. Was genau sollen wir in diesem Keller machen? Garantiere ich dir. Dringt so weit vor wie möglich. Geht Und es mit dem markiert die Berghof, Stelle, an der ist vielleicht ein bisschen Brabants weit Männer hergeholt, graben aber er stinkt. Verstehe. Das kommt mir verdächtig einfach vor, nicht wahr? Wir haben keine Ahnung, genau. was uns da unten erwartet. Haltet also eure Waffen bereit. Aber bitte, du meinst doch nicht... Ruthards Tochter kann dir mehr sagen. Sie ist für diesen Teil des Plans verantwortlich. Merkst du das? Mit dem stimmt was nicht. Ich garantiere es dir. Was machen die anderen jetzt? Ich gehe lieber mit jemand anderem. Was machen die anderen jetzt? Wo stecken die anderen eigentlich? Kubienka, Bula und Janosch. Sie haben gehört, dass es viel zu tun gab, also sind sie à l'anglaise verschwunden.
Aber du arbeitest gleich für 3, hm? Zumindest mit deinem Mundwerk. Sie besorgen Karren, mit denen wir das Silber befördern können. Wenn Kopf Pisek weg! recht hat, liegt dort ein Schatz. Wenn Brabant nicht mit in die Tunnel kommen möchte, nehme ich jemand anderen mit. Ruthards Tochter, hm? Eine Nacht hat dir also nicht gereicht. Ich spreche von jemandem wie Samu. Er kennt sich auch ziemlich gut im Untergrund der Stadt aus. Ui, das ist eine gute Idee. Wieso nicht? Die Kälte Merkst da das? unten wird dem Hitzkopf gut tun. Und was macht ihr in der Zwischenzeit? Wir entwerfen einen Plan. Wir müssen die gefangenen Italiener irgendwie zur Teufelszuflucht bringen. Sie harren aus, bis wir ihnen ihren Legaten wiederbringen. Dann lassen wir sie alle gehen. Wir müssen Godwin vom Alkohol fernhalten. Sonst können wir bestimmt nicht mit den Herren aus Rom reden. 100%ig stimmt was mit dem nicht. Ich bin, und deswegen gibt es ja die ganze Zeit so Fragen, ich bin an deiner Vergangenheit interessiert. Wenn du jetzt so tust, als darfst du wissen, dass er uns verrät irgendwann. Machen seine Kommentare jetzt auch in dem ganzen Gespräch und auch vorher schon die ganze Zeit. Bestätigen mich bloß. Bin ich gespannt. So, was müssen wir tun? Frage Rosa nach dem unterirdischen Durchgängen schon wieder. Rosa, es geht immer nur um Durchgänge. Erzähl mir von den unterirdischen Wegen. Ich werde die unterirdischen Wege erkunden, die zum Welschen Hof führen. Kannst du mir mehr darüber sagen? Was genau möchtest du wissen? Wo genau sind die Tunnel? Sie verlaufen größtenteils unter der Welschen Straße. Einige sind Überbleibsel des ursprünglichen Stollenzugangs, aber andere Teile sind jüngeren Datums. Bisher ist nur der Abschnitt zwischen Burg Ruthard und der Krypta unter der Kirche zugänglich. Die Kirche ist ziemlich weit vom Hof entfernt. So behindert. Wenn der Tunnel irgendwo eingestürzt ist, haben wir verdammtes Pech. Ja, aber die Tunnel wurden vor dem Bau der Kirche genauestens geprüft. Wenn ein Abschnitt eingestürzt wäre, hätten wir es als Erste erfahren. Erzähl mir mehr über diesen Stollenzugang. Er war jahrelang verlassen, aber wir könnten ihn benutzen. Den Zeichnungen nach ist er in der Nähe der Keller des Hofes. Christian von Pisek hat das bestätigt. Was für ein seltsamer Zufall. Mein Vater meinte, König Wenzel habe schon lange vermutet, Feinde in den eigenen Reihen zu haben. Vielleicht ließ er einen Fluchtweg bauen. Er wurde nur nicht rechtzeitig fertig. Wofür wurde der Tunnel zur Krypta benutzt? Es ist ein sicherer Weg für jeden, der ungesehen verschwinden will. Wie der, mit dem wir hergekommen sind. Wurde er schon mal benutzt? Nicht, dass ich wüsste. Die Bediensteten haben dort Abfälle entsorgt. Abfälle? Was für welche? Er endet in der Küche. Du kannst es dir sicher vorstellen. Knochen, Essensreste, Schmutzwasser. Oh, wunderbar. Wonach soll ich da unten die Augen offen halten? Nach was genau suchen wir? Wir müssen die Stelle finden und markieren, wo die Mauer der Krypta an den Tunnel angrenzt. Wenn wir die Mauer durchbrechen, bleibt nur eine dünne Wand zwischen uns und den Kellern des Welschen Hofes. Woher weiß ich, ob es die richtige Stelle ist? Du erkennst am Klang, ob hinter der Mauer ein Hohlraum ist. Der Zugang ist außerdem feucht, also hat die Stelle möglicherweise eine andere Farbe. Also klopfe ich im Dunkeln die Mauern ab und suche, ob etwas eine andere Farbe hat? Nun, ja. Ups. Genau. Danke für die Hilfe. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Sei vorsichtig. Komm mir bloß heil wieder. Ich gebe mir Mühe. Okay. Erkunde die unterirdischen Wege mit Samuel. Müssen wir dann nicht mit dem Samuel erst schmatzen? Wo ist denn der Zipfeladam? Das ist wahrscheinlich unten, ne? Samuel! Bist du der Samuel? Oh, in Kriegsmontur schon. Wir sollen wohl den Weg markieren, auf dem wir das Silber rausschaffen können. Ich dachte, das würdest du mit Brabant machen. Er hat doch geprahlt, dass er diese Wege kennt. Ich meinte, ich würde lieber mit dir gehen. Das war klar. Das war die richtige Entscheidung. Brabant hätte dich zu Tode gelabert. Also? Sind wir bereit, uns unter der Erde umzusehen? Natürlich. Wo ist der Eingang eigentlich? In der Küche. Ein vielversprechender Anfang. Dann werden wir wohl in die unterirdischen... Was ist mit dir? Achso, ja, geh vor oder was? Dann ziehen wir mal unsere Rüstung lieber. Gib mal lieber Rüstung her. Ich stinkt zwar nach Scheiße, aber es hilft eh nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Du, ich mache ein Licht, okay, damit nichts passiert. Das Croissant wollte nicht mit. Der hat sich verberget. Dann mal los. Igitt, dieser Gestank. Toller Geheimgang, der mitten in der Küche einfach runtergeht.
Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mit Sicherheit niemals jemand gesehen. Heute schau, dass du runterkommst. Fix, Mari. Lass mich auch weg. Klar, so, merci für den Like-Button, bitte, danke. Der stinkt nach Scheiße, Fast Junge. bis zu den Knien. Bayerisch. Und rutschig ist es auch. Das muss doch dann in der Kirche stinken, dass du einen Vogel kriegst. Ich gebe ihnen Geld und die lassen mich durch Scheiße warten. Bleib in meiner Nähe. Vielleicht zweigt der Weg irgendwo ab. Nicht, dass du dich verläufst. Du kannst mir keine Angst machen. Ich bin kein Kind. Du machst dir vor Angst gleich in die Hose, das merkt man. Wenn jetzt schwamm, was da hier unten passiert. Wenn ich noch länger diesen Gestank einatme, wird mir schlecht. Speib her. Langweilig. Langweilig. Das geht voll mal schon. Sieh mal einer an. Jemand hat hier etwas Schund verstaut. Schund verstaut! Was haben wir hier? Das machen wir, das machen wir schnell auf, du. Da haben wir gleich fertig. So, oh, aber dann läuft er uns davor, oder? Ich arbeite dran, ich nehme alles mit. Fuchstrank, Trank, Regelwerk, nehme ich mit. So, wo bist du denn? Deckst du die halbe Krypta auf? Hör auf. Bei dem, was wir hier machen. Weißt du, was wir uns antun würden? Die Toten? Gar nicht. Ich hätte... Au! Ich werde angegriffen! Geht's Lichterl aus. Upsi. Waren die nicht zu zweit, wir hatten da geschmerzt. Woher kommt ihr? Hörst du das auch? Was? Toll, du hast eine Waffe. Und jetzt? Ich weiß nicht, hast du deinen Spezi da hinten im Eck schon mal gesehen? Der hat irgendwie einen Pfeil in der Seite im Schell stecken. Hast du dir in die Hosen geschissen? Denn... Stell dir vor, du bist am Plündern von irgendeiner Krypta. Dann kämen zwei Typen in voller verfickter Rüstung. Dein Spezi hat schon 2 Pfeile im Schädel drin und das Licht geht aus. Dann stellst dich du hier. Also... Entschuldigung, aber ich hätte gerne meinen Pfeil wieder. So, und da haben wir noch einen Pfeil drin irgendwo? Nö, oder in 9,7 Groschen, die waren es wert, dass ich mein Schwert in dein Gesicht stecke, du Trottel, du Trauriger. So, gehen wir. Wie schaut's jetzt aus? Was soll denn jetzt da drin? Was ist denn da drin? Ach, muss ich da an der Wand irgendwas machen? Was ist denn jetzt? Hallo? Du, ich war fertig. Haben da noch mehr? Oh, haben wir jetzt in einem Horrorspiel. Ach, sagt der Blinde, da ist ein Dreh an der Läden. Schau schon. Jetzt ist mich Holo. Das klang anders. Gefunden. Das war leicht. Da war ausnahmsweise mal ein roter Kantenmaler da. Wie haben wir das jetzt markiert? Ah, tatsächlich ist X dort schon hin. Hey. So, und jetzt? Was ist denn jetzt? Hallo? Muss ich jetzt ein Lord zurückgehen oder bleibst du da? Was hast du einen Schlaganfall? Hey, Samu, hallo? Kann jetzt auch nichts für die 2 Affen da drin. Was soll ich jetzt machen? Gehen wir wieder zurück aus, oder was? Er konnte die unterirdischen Wege mit Samuel. Was ist denn jetzt? Muss wohl der Wind gewesen sein. Ja, irgendwie... Einfach wieder zurück, wo wir hergekommen sind, oder wie? Ja, haben wir schon so weit, weil ich nicht mehr genau weiß, wo wir jetzt da abgebogen sind und wo nicht. Ah ja, das werden wir schon finden. Nein, da waren wir nicht. So, da waren wir nicht. Und im Zweifelsfall junger Peregrin-Tuck in der Nase. Nein, da waren wir auch nicht. Samuel ist ein bisschen miert, ja. Ich glaube, das ist irgendwann, oder hat ein kleines Schlagerl. So, geht's da in Kirche auf? Ja. Kommt der Samu? Ich weiß es auch nicht. Also irgendwas her, ja, aber ich weiß nicht, ob es her ist. Egal. Heinrich! Guten Morgen! Oh. Guten Morgen, Katharina.
Ich sehe, du hattest deinen Schönheitsschlaf. Du scherzt. Ich bin ganz zerzaust. Ja! Was war denn das jetzt? Was ist in den Hände gespuckt? Trust me, das Motorboot wird noch kommen, gute Frau. Das Motorboot wird kommen. So, na, da ist er rausgegangen. Dipfarina, Dipfarina! So, Dog! Guck ist hier. Wieso kann ich ihn nicht loben? Wir mogen loben. Wir können ihn nicht loben. Das ist schade. So, geh mal auf. Weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Ich denke nie drüber, was soll ich machen? So. Es hat höllisch wehgetan. Wir haben fertig. Samo und ich sind so weit wie möglich in den Keller vorgedrungen und haben die besagte Stelle markiert. Gut gemacht. Brabant hat in der Zwischenzeit ein paar Männer gefunden. Er geht zwar nicht in die Tunnel, aber er ist trotzdem nützlich. So viel Geld, wie er denen versprochen hat, machen sie sicherlich alles, damit wir da lebend rauskommen. Oh, und wo wir schon dabei sind, hier, für dich. Du hast gute Arbeit geleistet und es dir verdient. Und wir haben mir vom Schischka bezahlt. Was passiert als nächstes? Was jetzt? Gibt es einen Plan, um an den Legaten ranzukommen und ihn zu überzeugen, uns in den Welschen Hof zu bringen? Das will ich meinen. Hey, hört alle her! Ihr alle! Euer Tagwerk ist getan. Holt euch eine Mütze Schlaf. Ihr müsst morgen früh aus den Federn kommen. Oh, ist das wirklich nötig? Und ob? Wir reiten nach Loretz. Kardinal Pozzo geht sehr früh zu Bett und steht noch vor dem Morgengrauen auf. Nach dem Morgengebet frühstückt er gemeinsam mit seinem Gefolge, wobei sie von niemandem gestört werden dürfen. Nach dem Morgengebet frühstückt er gemeinsam mit seinem Gefolge, wobei sie von niemandem gestört werden dürfen. Die meisten normalen Leute schlafen zu dieser Zeit. Also sollte alles reibungslos verlaufen, wenn ihr ihn besucht. Wenn wir ihn nicht überzeugen, uns in den Welschen Hof zu bringen, sind wir am Arsch. Also mach nichts Dummes. Oh Gott, müssen wir uns auf einen Kampf einstellen? Das wird nicht vonnöten sein. Godwin besteht darauf, dass er das ohne Gewalt direkt mit dem Kardinal klärt. Aber wir müssen sicherlich etwas Druck machen. Und während Godwin seine Eminenz überzeugt, mit uns am Welschen Hof eine Farce aufzuführen, bringen der Teufel, Janosch, Kubienka und Bula seine Männer zur Teufelszuflucht. Hagen und Urso erwarten uns dort und werden ein Was ist Auge denn auf Urso? die Männer haben. Der Freund vom Mädchen aus Secret of Mana. Hast du übrigens auch Haken. Wieder was gelernt. Das klingt fast zu einfach. Ich sag's immer wieder, wenn sich jetzt der Franzose wieder zu Wort meldet, wenn ich das sag. Das war's? Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ihr müsst sicherstellen, dass diese 5 schwer bewaffneten Männer nicht auf dumme Ideen kommen. Wir jagen ihnen etwas Angst ein, sodass sie die Klappe halten und auf Godwin hören. Ach, genau. Niemand wird umgebracht. Werden alle dorthin gehen? Alle außer Capon, Brabant, Katharina und Rosa. Wie bitte? Ich soll mir mit den Frauen den Arsch platt sitzen? So bekommst du deinen Schönheitsschlaf. Das wolltest du doch immer, oder? Wird uns ein weiterer Krieger nicht fehlen, stimmt, jemand muss hier Wache halten. Irgendjemand muss auf die 2 Weiber aufpassen. Aber dann ist der Franzose allein mit dem Hans, das ist nicht gut! Pozzo hat ein ganzes Gefolge aus Soldaten bei sich. Wäre es nicht besser, wenn wir alle gehen? Sollen wir hier alles unbewacht lassen? Zu riskant. Jemand muss Wache halten, falls ungebetene Gäste auftauchen und hier rumschnüffeln. Das ist vernünftig. Wir können Sibeldam nicht allein lassen. Oh, na schön. Also dann, fangen wir an. Ich erwarte morgen früh einen Bericht. Ist das klar? Bereite dich auf den Aufbruch nach Lorenz vor. Wie denn? Muss ich dann einfach mit beim Schmerzen oder was? Ich brauche nichts, da fahren wir einfach rein, das wird schon passen. Aussehen und nach unten. Muss ich einfach mit ihm schmerzen oder was? Sollen wir nach Lorenz aufbrechen? Brauche ich irgendwas? Glaub nicht. Können wir jetzt nach Loretz aufbrechen? Jetzt ist es etwas spät, nicht wahr? Wir müssen vor dem Morgengrauen aufbrechen, wenn es noch dunkel ist. Okay. Dann gehen wir haben wir da ein Bett?
Können wir in der Burg irgendwo schlafen? Wahrscheinlich ganz oben in ihrem Bett, hä? Geht das? Waren wir da irgendwie schon mal? Hm? Ich probier's. Oh, tatsächlich schon hin. Tatsächlich. Ha! Okay, dann müssen wir dann schlafen wir jetzt bis 4:30. Dann lesen wir noch ein Bierchen, das wir aufgeklappt haben, und dann warten wir einfach. Bis um 2, 3 in der Früh oder so. So, jetzt machen wir diesen hier. Gehen wir mal da so her. Bücher, was haben wir da? Regelwerk des Ordens und das keine Ahnung was. Dann drücken wir da auf Lernen. Bis wir bei 100% sind. Oh, das dauert lang schon hin. Ja, lern rein, Alter. Was darf man sonst damit? Rein in die Olga. Dann schlafen wir noch 2 Stunden und dann stehen wir auf. Was lernen wir da überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist, aber es ist mir auch wurscht. Neue Stufe erreicht. Stehlen 25 Friedensstifter. Da schon hin. Das ist schon rentiert schon hin. Kann ich noch nicht lernen. Ist mir aber auch wurscht. So, damit wir jetzt da nichts verkacken, jetzt drücken wir da mal auf F5. Warum um 3 in der Früh Kirche? Kannst du? Na, endlich. Ah! Du, der hängt da ein Viertel der Top aus, aber sagt sie es kann. Oh Gott, ich glaube, sie ist schwanger. Sagt das bloß ich so, dass die schwanger ist, oder haben wir abgenommen? Ja, dann werden wir einfach draußen warten, hä? Vielleicht geht ja die Zeit. Jetzt probieren wir es mal. Probieren wir es mal. The seed is strong. Wo ist denn der? Ach, der wird schlafen wahrscheinlich, oder? Gehen wir mal. Machen wir mal 4. Oh, und was essen müssen wir noch? Essen müssen wir noch. So, schauen wir mal, ob in der Küche was steht. Schauen wir mal, ob in der Küche was steht. War da nicht Küche? Ich glaube schon. Da war Küche, oder? War der falsche Weg, aber ist egal. Aus dem Topf speisen. Das schaut sogar ziemlich gut aus. Na, der Essen. Ja. So. Da sind's. Da schauen wir doch gut aus. Einmal speichern. Mit wem müssen wir schmerzen? Mit dem Knochenteufel. Was ist mit Loretz? Sollen wir los? Genau meine Rede. Es wird Zeit. Reiten wir los. Hopp, hopp! Ach, das ist das Weingut, da war ich auch schon mal. Da habe ich Setzling und so einen Scheiß gestohlen, das ist alles Nebenquest. Buono il pollo, eminenza. Così così, eh? Il cibo da queste parti fa un po' cagare. Ma che diavolo? Come cazzo vi permettete? Eh? Setz dich sofort wieder hin. Das war sehr... Oh, ich darf mich auch wieder hier sitzen, glaube ich. Ach du Scheiße. Ragazza. Was non? Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh no! Nas non quer. Was non vulnabile. Nobis est. Petitio. Ein Vorschlag. Rogatio. Ita Rogatio. Das nicht schneller. Scheiße! Lass die Unterbrechung. Latein ist nicht leicht so vollkommen nüchtern. Oh. Mach. Na, Senor! Sie dürfen nicht entkommen! Was ist jetzt? Berittene Jagd oder was? You serious? Pio Veloce! Okay, komm. Oh no! Meine Pferdl ist so langsam! Der Haring! Warte mal, drück mir jetzt mal auf Speicher, weil wir können das sowieso nicht. Suche ich ihn da vor mir oder suche ich den zweiten vor... Okay. Wie soll ich den jemals erwischen, sag? Schneller! Oh, leck. Oh, leck, wie soll denn das gehen?
Wo ist Topfbutter? Wir haben ja nicht gestorben. Ja! 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 Oh shit, das ist ein Zahn. Oh no. Oh no. Oh Gott. Los! Los! Höher! Höher! Los! Los! Trzymaj się ich blisko, Henry! Figlio di puttana! Biorę tego z łukiem! Dumpfo. Ja, wie soll denn das gehen? Was genau soll ich jetzt tun? Ja! Höher! Biegnij, uciekaj! Höher! Taki herlawa jak i szyja! An was liegt's nicht? Das hat jetzt gerade viel mehr gespürt, wie es gerade vorher gemacht hat. Aber leck, ist dieser da, ist das okay. Alter, wenn das jetzt dein Ernst ist, dass ich mir jetzt ein neues Pferdl kaufen muss, bloß dass ich die Quest machen muss. Was ist denn das jetzt? SVG 20, ich hab auch gerade drüber nachgedacht. Probieren wir es mal mit auf dem Weg bleiben. Los! Los! Okay, das ist bis jetzt die beste, die beschissenste und das beste Beispiel, dass selbst die besten Spiele einen absoluten Fail irgendwann haben. Dass man diese Quest jetzt nicht machen kann, ohne dass ich mir ein neues Pferdl mit Rennhufeisen und sonst was holen muss. Schneller! Probieren wir es nochmal da. Ich kann dem Pferdl nicht das ganze Klumperl ausziehen. Jetzt da. Was haben wir jetzt da? Schneller! Irgendwer hat er irgendwann einmal gesagt, dass wenn man dreimal Zügel haut, dass das Pferdl dann kurze Zeit schneller reitet. Das ist totaler Witz. Totaler Witz. Du die blöde Montur vom Pferd aber. Warte mal, probieren wir es einmal. Wird's dann schneller? Also, war nur irgendwo logisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ingame auch schneller wird. Schauen wir mal. Ja, da brauche ich gar nicht anfangen. Machen wir so. Warte mal. Was haben wir da? Das ist zu ein Mutkapazität, Geschwindigkeit 30. Ah, tatsächlich. 30, 35, 34. Nochmal. Ne, 35 ist das Schnellste, was wir gehen. Ja. Ach, da schau hin! Schiebe, es rennt! Das war vorher aber auch mal kurz. Wie macht man das? Taki herlawa jak i szybki! Los!
Das ist jetzt nicht, weil wir das Ding ausgezogen haben. Das hat er vorher, hat das Pferd auch schon mal durch. Und ich weiß aber nicht wie. Ich glaube, wenn ich doppelt... Schneller! Wenn wir auf dem Weg oben. Stai attento! EM noch da. Ja, toll. Jetzt haut's ihr. Ja, aber es geht schon. Es geht schon. Jetzt passen wir Obacht. Jetzt nehmen wir da 38, sind wir. Vielleicht habe ich noch kurz Zeit. Kriegen wir schon. Aus dem Stand zwar mal. Ja. Ich habe mir schon gedacht fast, dass das der kurze Boost am Anfang ist. Bleib auf dem Weg. Okay, müssen wir uns das noch mal anschauen, weil das mache ich jetzt nicht 5000 Mal hintereinander. Du kannst hier nicht auf dein Pferd... Nein. So ehrlich muss man auch sein, das hätte man besser machen können. Das hätte man einfach besser machen können. Bei 5, da kriegen wir es noch irgendwie auf die schnelle Schnelle. Kapazität, tun wir das oben. Anderer Sattel, habe ich schon probiert, aber der ist langsamer wie der Drachensattel. Ja gut, probieren wir es nochmal. Das hilft ja nicht. Und vielleicht nicht am Bogen aus, oder überspringen jetzt den ganzen Dialog-Scheiß da. Ja, reiten wir, bla 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 bla. Kriegen wir schon. So. Weiß jemand, ob Inventar leer machen was bringt? Jetzt hat es wieder nicht funktioniert mit dem Superstart. Gut, bleiben wir mal auf dem Weg. Hören wir auf euch. Muss ich die nicht bloß nachreiten oder muss ich die oberschießen? Bleiben wir auf dem Weg. Schnellstart war heute schon nicht so schlecht, gell? Schau mal, wie weit das der schon ist. Ja, dann haben sie so viel schneller. Keine Chance. Mein Gott, regt mich so eine Scheiße auf! Was ist so, also sowas geistig behindert. Da kriegt sie jetzt ordentlich Punkte abgezogen. So eine dumme Scheiße, ganz ehrlich. Okay, Schnellstart hingekriegt. Muss ich die Ei holen oder muss ich bloß an einer, so lange dranbleiben, bis wir an einer gewissen Stelle sind? Bloß dranbleiben, ja gut, probieren wir es. Aber der ist halt einfach, der Schnellstart, der bringt mir am Anfang auch nichts. Ich weiß ja nicht mehr, wer ist. Es ist doch rechts vorne der Kardinal, keine Ahnung. Ja, Max, der Quamper, der jetzt weiß, wie es mir aufgeht, wenn sie mir 8000 Mal dieselbe Scheiße fragt. Mei, renn mich halt nicht auf Zeiten an, du Vollmongo! Ja! Geht doch. Herr Jungspund, Was alles in eine Ordnung? Behindertenscheiße. Nun, ich gebe mein Bestes. Mehr kann man Was nicht eine tun. Behindertenscheiße. Ja, in solchen Zeiten. Ja. Aber sieh dir das an, da. Wer hält die Straße in Schuss? So sind die nicht zu gebrauchen. Sehe ich genauso. Es ist nicht von Belang, solange kein Adliger hier entlang reitet und verfolgt wird. Sauber Pferderdroschen! Du Vollidiot! Und rauf auf die Glocke. Die Muse dazu. L'uomo di Dio, mi lascia in pace. Io sono un uomo di chiesa, capite? Non ho fatto nulla. Misericordiosa Vergine Maria. Cosa fide angeli Maria? Curvato gambe! Aiuto! Hätt nicht. Hey.
Ja. Nur wegen neu gestiefelt. Nun gut. Ja, stopp! Jetzt der gescheites Rost, dann hätt's gleich gehabt. Nic mu nie jest, jest lekko otumaniony. No przecież lekko dostał z bańki, no leciutko. Er ist tot. No przecież nic mu nie zrobiłem. Scheiße, du hast ihn umgebracht, du polnischer Ochse! Mit dem Headnut! Dafür wirst du zur Hölle fahren. Kurwa, do nieba, tylko nie to. Richtig gehört, Hölle! Und alle gehörnten Dämonen werden sich abwechselnd mit dir vergnügen. Wart's nur ab. Die werden sich um deinen polnischen Arsch prügeln. Przecież nie chciałem, no! Boże, czemu dałeś mi tak tępy łeb? Die Muse dazu. Zieht sie aus, sonst sind ihre Kleider gleich ganz voller Blut. Du nimmst seine Eminenz hier. Bitte. Ich? Bitte muss jetzt nicht der Godwin den Italiener spielen, bitte nicht, oder? Weil du jetzt der Legat bist. Oh no! Oh fuck no! Weißt du, was mich das erinnert an den Glorious Bastards, wenn der Brad Pitt den Italiener spielt? Oh, Märtyrer. Achievement. Du hast den Legaten Das hat zum ja wunderbar Märtyrer gemacht. geklappt. Okay. Was machen wir denn jetzt? Du hast es doch gehört, oder? Wir entledigen uns der Leichen, verkleiden Godwin und hoffen, dass er den Kirchenrat davon überzeugen kann, dass er der Legat ist. Es ist jetzt zu spät für einen Rückzieher. Margarete. Ich komm halt durch dein Maul. Das ist 100%. Ich schwöre, dass das genauso kommt, dass irgend so ein Bullshit kommt und es ist vom Film irgendwie ein bisschen eine Anspielung. Ich hoffe, jeder da Hörerin hat den Glorious Bastards gesehen, wer es nicht gesehen hat. Da weiß ich nicht, was du tust! Das ist ein beschissener Plan! Vielleicht ist es so besser, wir sollten besser hier verschwinden. Also ich da abhauen. Na, hör mal einfach auf, lass uns bleiben, oder? Verschwinden wir von hier. Ja, für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Gehst du zurück zur Burg Ruthard? Ja, wir müssen die Kleidung waschen, sie Godwin anziehen und hoffen, dass wir nicht am Galgen enden. Noch bleibt uns Zeit. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann mach das ruhig. Ich habe das Gefühl, dass wir keine Zeit für etwas anderes haben werden, wenn wir erstmal anfangen. Gorlami. Margarete. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja, leg mir mal schon so, was haben wir jetzt? Ich habe das Gefühl, dass wir keine Zeit für etwas anderes haben werden, wenn wir erstmal anfangen. Auwe. Das heißt, ich kann, wenn wir da jetzt weitermachen, nicht weiterspielen selber morgen. Muss ich morgen irgendwas tun? Scheiß drauf. Ich begleite dich. Schön, aber wie bereits gesagt, das ist die letzte Gelegenheit, sich noch um Unerledigtes zu kümmern. Bist du sicher? Oh! Oh! Netroll, das ist eine City. Ich wollte jetzt grob fragen, aber die Songs da haben. Achtung, der Netroll schreibt Warnung. Wenn du die Quest dann anfängst, geht es bis zum Ende vom Game durch. Du hängst dann eine ganze Zeit fest jetzt. Ja, bis Open World ist jetzt vorerst vorbei. Schade. Dann hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht, dass wir noch 5 Minuten länger in dem Pferderennen versagen. Herr Kratzer! Oh! Das ist ein Bingo! Ja, guter Film. Weiß ich, muss ich mir heute anschauen. Achtung, du näherst dich. Merci dir. Andi übrigens auch merci dir. Ich hoffe, du bist genug dabei, dass du gewusst hast, was kommt. Achtung, du näherst dich einem entscheidenden Punkt der Geschichte. Sobald du in die Burg Ruthard zurückkehrst, ist die Welt vorübergehend nicht mehr frei zugänglich und manche Nebenquests sind nicht verfügbar. Hubersepp, da ist der Hubersepp! Dann glaube ich, dann habe ich morgen ist der letzte Tag, wo ich spielen kann. Ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Na gut, ich habe noch was zu erledigen. Wir treffen uns in der Burg Ruthard.
damit ich morgen wenigstens spielen kann und dann treten wir der Endquest bei und die machen wir am Mittwoch, Freitag und ich hoffe, dass wir zeitlich so hinkommen, dass wir heute in einer Woche das Finale sehen. Dann sind wir am Mika durch. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, also wie erklären das jetzt? Ich weiß nicht, was kommt. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich bin ja nicht behindert, dann machen wir das Spiel selber kaputt. Okay? Aber ich weiß ungefähr, wie lange es noch dauert. Warum? Ich mache das immer so mit langen Spielen übrigens. Ich habe ein Playthrough auf YouTube gefunden, das dauert 26 Stunden. Heute, wenn wir angefangen haben, hat der Walkthrough noch 5,5 Stunden gedauert. Ich brauche im Stream meistens doppelt so lang wie der. Das heißt, wir brauchen so nicht ganz doppelt so lang, aber wir brauchen so ein Drittel länger, 50% länger. Das heißt, wir brauchen noch so 7,5 Stunden. Das heißt, ich genau hingehe, wenn wir da jetzt aufhören, du kommst relativ schnell wieder in die Open World. Das klingt, das wissen wir beide. Gerade haben Leute was anderes gesagt. Der Netroll sagt, Warnung, wenn es die Quest dann am Anfang geht es bis zum Ende vom Game durch. Ihr Zipfen. Ich schätze, du kommst am Freitag schon zum Ende. Ich denke das auch. Das ist ein wenig schade, weil am Freitag haben verständlicherweise normal nie so viele Leute da wie am Montag. Ja, da haben am Freitag sind niemals 900 Leute da. Das war noch nie so. Deswegen tut es mir dann leid für einige, die es dann nicht sehen. Um das geht es mir. Ich möchte gerne an einem Montag oder an einem Mittwoch fertig werden, wo einfach die meisten Leute da sind. Am liebsten warten wir den Montag. Es geht eigentlich dann nur, wenn wir auch am Freitag dann relativ kurz machen. Gibt ja eine Nachschau, ja, trotzdem. Machen wir eine Nebenquest im Stream. Ich bin circa 4 bis 5 Stunden weiter wie du und ebenfalls immer noch in der Questline. Ja, sagst das. Ich hoffe, der Mann kommt zum Ende so unbefriedigt, der von die Spulbar. Ich hoffe, der Mann kommt zum Ende so unbefriedigt, der von die Spulbar. Herr Leon Jet, ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich habe gehabt, sind halt keine Bürger-Bitches. Also keine Bürger-Bitches. Dann jetzt auf die Nebenquests. Ich wäre auch für Nebenquests. Machen wir noch eine. Was machen wir für eine? Was haben wir da noch so? Schade, das war eine gute Nebenquest gewesen zum Herzagen. Wir haben eine Rittergilde haben wir gemacht. Was mir macht. Speichern wir da erst einmal. Maxi! Wir können ja den Freitagsstream ausverlassen und Montag komplett durch. Ich wollte es nicht laut sagen, Maxi. Merci für den Resub. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Jetzt gerade im Moment geht es mir darum, ich möchte weiterspielen können. Morgen. Am Mittwoch rein, dann kann ich aber das ganze Wochenende nicht weiterspielen. Ja, Birdlike schreibt, ich glaube nicht, dass du am Freitag fertig bist. Bist du schon fertig? Weißt du, wie lange das so dauert, du Schmerzhaum? Jetzt pass mir Obacht. Was kann man noch machen? Es ist schon länger her, dass ich Mehnert und Arne im Kampf gegen die Kuttenberger unterstützt habe. Die Schwertkampfhalle sollte nun bereit sein. Mehnert bat mich, auf ein Gespräch vorbeizukommen. Ich mag eigentlich jetzt keine Nebenquests machen, Kinder. Ich mag eigentlich nicht. Aber schauen wir uns mal. Du siehst einen kräftigen, bis an die Zähne bewaffneten Mann, der auf etwas wartet. Der rückt die Gurte in der Rüstung zurecht. Der hat dich noch nicht bemerkt. Den haben wir aufs Maul. Ich weiß nicht, was er möchte. Ich mach dich fertig, du Stück Scheiße! Da ist unser Nebenquest. Na, was ist? Voll Idiot. Hallo, mein Hund! Was ist mit dir? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dir?
Und jetzt ist er... Ach, der dauert ein wenig. Was ist denn mit dir? Bist du... Ich schieß deinen Schlitz ein. Ich probier's. Was ist das, der untötbare Kunibert oder was ist mit ihm? Ich schieße jetzt mal ins Kreuz ein. Schau mal, was passiert. Vielleicht kommen wir an ihm. Wie weit können wir uns davon entfernen? Was ist mit ihm? Er ist unzerstörbar, pass auf. Ja, verdammt. Hau nicht hin. Oh, was ist da? Was ist da? Ist da was drin? Was der denn jetzt mit dem? Jetzt warte mal. Einigen wir uns auf Unentschieden. Kannst passen mir beobachten. Kampf, Schießkunst. Wenn wir ganz am Anfang. Jetzt passen wir beobachten. Okay, haben wir etwa einen Exploit gefunden? Ah! Ah! Oh! Oh. Warte. Oh, schade, lässt sich nicht leveln. es lässt sich leider nicht leveln. So, jetzt probieren wir mal die noch aus. Machen wir mal unseren Helm mehr, weil die schwitzt wie eine Drecksau. Machen wir so. Tun wir. So. Haben wir nachladen. Wenn nichts passiert. Das ist einfach ein Bandit, der mir einfach aufgeregt. Ich glaube nicht, dass der Quest relevant ist. Einen im Popo. Ja, sag mal! Was ist denn mit dir? Kannst du mal chillen? Was ist denn ein Kratzer? Und einfach verbessert die Jagdfälle in sich. Jetzt meine ich, hat's ihn umgehauen. Jetzt meine ich, hat's ihn. Es ist bloß ein Anzeigefehler. Ritter. Oh! Kostet 1000 der Ritter-Axt. Ja, mach ich mir bloß das Schwert kaputt an dem Idioten. Aber es ist ein bisschen ein Blödlager richten, was das ist. Warte mal. Und jetzt werft man da hin. Es gibt nicht genug Platz, weißt du. So. Haben wir jetzt endlich. So. Jesus Christ, Alter. So, jetzt schmeißen wir noch mit dem anderen Zipfel Adam. Schauen wir, ob es da irgendwie was Interessantes zum Tor gibt. Und ansonsten haben wir schon lange nicht mehr um 10 Uhr aufgehört, Kinder. Schon lange nicht mehr. Wird auch mal wieder Zeit. Du dummes Hundchen. Du kannst noch mal deine Fotzen halten, weil sonst... Ich wollte dich schon immer mehr ausprobieren. Mein Gott, ein Mord! Liegst du da so blöd rum? Ha! Was? Herrgott! Leck dich auf, was? Na los, gib's ja! Mein Gott, kann es nicht. Linke oder rechts, du Spacken! Ich hab auf dich gewartet. So, freilich steht Dann man. zeig mal, was du kannst, du Bastard. Eine verpassen. Aber ich überlasse es der Wache. Schnell! Jemand ist tot! Los, komm her! Herr im Himmel! Strafe durch das Schwert. Was aufs Maul? Willst du? Legst ihn um! Zeig doch mal, was du drauf hast. Jemand wurde getötet.
Ja, von hinten geht's wieder drauf an, ihr Wichser! Ich reiß dir den Arsch auf! Los, komm her! Hättest dich Schlag dich zu Boden, Elend! Hier! Ich würde gern selbst einen verpassen, aber ich überlasse es der Wache. Bist du? Und ich töte dich hier und was willst du denn? Ich habe was Grauenvolles gesehen. Ein Mord. Tut mir nicht weh. Wollte ich eben mal ausprobieren. Ah, halt, stopp, sonst weißt du wieder. Zeit jetzt! So. Morgen nicht mehr! So kann ich morgen in Ruhe spielen. Und gut ist. Muss auch mit gut sein um 10. Ist das in Ordnung? Free Frankie! Freitag ist gleich Lemminge. Schauen wir mal. Triggered Bierger ist der best Bierger. Das stimmt. Nein! Muss ich ganz ehrlich sagen, gnadenlos. Schlechtes Spieldesign. Dieses Pferderennen. Das ist einfach schlechtes Spieldesign. Muss man einfach ganz klar so sagen. Bis jetzt der gravierend beschissenste Part im Spiel. Meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert. Tschüss. Das mit Freitag wird wohl nix. Was ist am Freitag? Ja gut, dann bis Mittwoch wahrscheinlich Stream. Ja, Razy, hauen Sie sich hinein. Es geht am Mittwoch weiter. Ich werde morgen noch ein paar... Das ist wahrscheinlich auch der letzte Abend, wo ich selber spielen kann. Das werde ich morgen machen. Und dann geht's ab Mittwoch durch. Und dann sehen wir schon, ob wir am Freitag fertig werden oder nicht. Vor allem können wir am Mittwoch dann auch länger spielen. Können wir auch bis um 10:30 spielen, so wie wir es eigentlich schon die ganze Zeit tun. Und am Freitag auch bis 11, 12. Und je nachdem, wie wir vorwärts kommen, könnte es schon möglich sein, wie weit man kommt. Normalerweise solltest du ja besser im Reiten sein. Nein, das ist keine Ausrede. Das ist einfach schlechtes Spieldesign. Das ist der, was da denn spüre, wenn ich bis dahin noch gar nicht geritten bin. Was da denn spüre dann? Dann hänge ich da fest. Hab ab dem Punkt, wo du gerade bist, glaube ich, noch 8 Stunden braucht. Normalerweise soll es ein bisschen, ja, kannst du mir Biersorten empfehlen, mach einen Kurztrip nach Bayern und will nicht mit einem leeren Kofferraum heimfahren. Kaufst du einen Gustl. Spinnst du jetzt eh nicht auf mich? Was? Herr Stock, wie lange bist denn du schon dabei? Wie lange bist denn du schon dabei? Wahrscheinlich nur, gut, es kommt auch nicht so oft vor, muss man auch dazu sagen. Kommt nicht so oft vor, dass ich hart getriggert bin, wenn gerade irgendwas passiert und dann kommt irgendjemand und schmatzt gescheit von der Seite daher. Der hat's noch immer gefangen. Normalerweise, es ist ja schon Leute passiert, die haben zu einem Meme geworden. Hier in dieser Community. Und haben dann noch, mich wundert es ja, dass du noch da bist. Ich sag das, was es ist, wenn du das nicht kennst. Sagt dir der Name, ja genau, das, was der Selbstspieler sagt, was. Zum Beispiel. René! Stimmt, mit der Rosa haben wir eigentlich Reitkunst geskillt. Stimmt, müsste eigentlich Level 99 sein. Ich bin mir allerdings, es gibt keinen einzigen Perk beim Reiten, der die schneller macht. Keinen einzigen habe ich bis jetzt gelesen. Und selbst wenn, dann steht da irgendwo was von 5%. Wie viel ist denn das von 30, 35? 2? Gustl wird gelootet. Nein, ich trinke kannst du, ich weiß nicht, wie weit es diese Biere gibt. Egal, wo du in Bayern bist, wirst du ein Augustiner Bier finden aus Minge. Aber ob du ein Hackelberger zum Beispiel findest, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Der Schnellstart-Perk ist da richtig nützlich, ohne den ist zäh. Das stimmt. Du kannst mit Steigbügel und Hufeisen dein Pferdl schneller machen. Aber auch nur marginal. Das meine ich damit.
Ich glaube, dass das vollkommen wurscht ist, ob mit dem Reizkilo, das glaube ich nicht recht fett zum Tor. Du musst das Glück haben, dass du am Anfang den Schnellstart hinkriegst, sonst schaffst du das wahrscheinlich auch nicht einmal mit dem Viertel. Und wie viel schneller hatten die anderen Viertel? Wir waren jetzt bei 35. Gibt es nicht ein Pferd, das schneller ist, deswegen gibt es den zweiten Slot, oder? Was für einen zweiten Slot? Man kann 2 Pferdl haben? Was? In Minga gibt es schon beim Orterer ein Hackelberger. Ich weiß nicht, wer der Orterer ist, aber wenn du da ein Hackelberger findest, das kannst du auch noch saufen. Gustl kann man natürlich saufen. Kann man noch saufen. Fragst du mal in die Community hinein, aber da wirst du jetzt wahrscheinlich 68 verschiedene Biere kriegen. 65 ist das schnellste, ja, dann brauche ich nicht recht viel da. Aber nochmal zum Verständnis. Selbst, wir erklären jetzt das. Und ich gebe dem Spiel nach wie vor nur 11 von 10, ja, aber das war ein spieltechnischer Totalausfall. Was denken die, wenn ich mir mit Gewalt das greiseligste und langsamste Pferdl kaufe, das es gibt, und dann bin ich in dieser Quest. Wie ist denn das auf der Konsole? Habt ihr da auch 500 verschiedene Spielstände, wo ihr einfach wieder zurückladen könnt? Und dann stehst du da in der Hauptquest drin und kommst nicht aus. Was tust du denn dann? Und das sind einfach Sachen, die dürfen nicht passieren. Ganz einfach. Schlechtes Spieldesign, das nicht mitdenkt man. Und das hat man ja auch gesehen. Bei dem anderen, wenn ich nicht instant auf Doppelsprint gehe, dann dauert es 2 Sekunden. Und die Quest ist kaputt. Nicht einmal 2 Sekunden. 1 Sekunden teilweise und die Quest ist kaputt. Dann frage ich mich, entweder, wie es der Philipp der Flogger sagt, die Quest muss sie, die Geschwindigkeit von dem Pferdl muss sie meinem aktuellen Spielstand anpassen, oder darf nicht so dermaßen nicht fehlerverzeihend sein, dass wenn ich da mit 10 Meter zurück bin, das sofort im Arsch ist. Aber gut. Ansonsten, es war auch komisch gewesen, wenn das Spiel keine gravierenden Fehler hätte, wo man sich richtig lästig drüber aufregen kann. Das ist scheißegal, wie schnell du bist. Ich habe die mit Pebbles geschafft. Sagt der Conor, dass Pebbles ein schlechtes Pferdl ist. Ich glaube, Pebbles, das ist übrigens das Anfangspferdl, die levelt irgendwann später einmal so massiv mit, dass die eines der krassesten Pferdl im ganzen Spiel ist. Also das ist auch keine Ausrede nicht. Deswegen kann auch, wie ich, mich interessiert das Pferdl ein Scheißdreck, sage ich dir, wie es ist, und ich mag mich auch nicht darum kümmern und ich mag mir keins kaufen müssen und weil es mich nicht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert, wie viel das tragen kann. Und schlechtes Spieldesign. Da gibt es nichts drum rumzureden. Nach 35 Kilometern schaltet es ein Special Perk frei für Pebbles. Ja, das habe ich irgendwo, wie hat man das gesagt? Irgendjemand hat mir das gesagt. Weiß aber nicht wer. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir da jetzt mal zu. Jawohl. Dann wird das schon passen. Macht Hering auch. Ja, was sagt er das, wenn ich noch keine 35 Kilometer geritten bin? Nach 68 Stunden Playtime, dass ich wahrscheinlich nicht recht viel Wert auf Reiten lege. Und das darf aber einfach nicht sein. Bei Kingdom Come 1 hat es bei Release einen Bug gegeben, dass du nicht aus dem Intro entkimmst mit dem Pferdl. Was? Weiß ich nicht mehr. Hering kriegt aber auch einen Buff. Kriegen die alle Pferdl nach 35 Kilometer oder... Selbstspieler so... Schnellreisezeit nicht. Und das ist bei mir die Hauptfortbewegung im Spiel. Nur Pebbles und der Haring. Ja, das sind ja, die kriegt man auch durch eine Quest, gell? Ich glaube, auf Troski haben wir einen Haring kaufen können, wenn wir ihn haben wollen. Da hätten wir uns entscheiden können, ob wir Pebbles behalten oder einen Haring nehmen. Ja, dann bleibe ich doch mal beim Haring. Vielleicht baue ich mir an Homer Simpson sein lustiges Vögelchen da auf Tastatur her und los einfach im Kreis reiten. Das zählt auch als 35 Kilometer. Fahr mal! Die habe ich komplett übersehen. Guten Morgen. Merci für 8 Monate. Kuss auf die Nuss. Reitet sie alle auf einem Fisch durch die Gegend oder gibt es ein Pferd namens Hering? Es gibt ein Pferd namens Hering. Ich habe das Pferd. Du kriegst in Burg Troski, glaube ich, wenn der Heinrich... Da wird doch der Hans eingesperrt und so, beim König Otto.
und du holst ihn raus und irgendwann kannst du da, wenn du damit fertig bist und du hast den Hans wieder rausgebracht und du kommst wieder in den Troski hinein, kannst zum Stalltypen gehen und der sagt, du kannst uns kaufen, wenn du möchtest. Und da steht der Haring. Ich hab Haring gelesen und hab mir gedacht, nimm ich. Let's up! Und wenn man beispielsweise ohne Pferdl spielen möchte, dann hängt man doch da fest. Ich glaube, ganz ohne Pferdl kannst du nicht spielen. Also ein Pferdl, glaube ich, hast immer. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man sein Pferdl einfach verkaufen kann. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann zum Beispiel heißt, bei den Quests wie jetzt da, wenn wir die anfangen, okay, reiten wir los, dass dann mit Sicherheit irgendwelche Voicelines gibt und Dialogoptionen gibt, die dir sagen, ja, oder du brauchst das, besorg dir erstmal ein Pferdl, weil sonst können wir nicht weitermachen. Dass die ein bisschen zwingt dazu. Aber das hätte man einfach, sagen wir es einmal so, man hätte einfach die Quest ein bisschen Fehler verzeihen, da machen können. Weil der steht und gibt von 0 auf 100 ist der auf 0,1 Sekunden. Einfach ein wenig ein Fehler verzeihen da, das Rennen, was heißt der Rennen, die Verfolgung sagt ein bisschen länger und fertig. Und schon war das Problem gelöst. Ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der da mehr Versuche wie 3, 4, 5 Mal braucht hat. Braucht keiner da herinschmatzen. Außer du hast ein komplett aufgeschwanztes Viertel, das wirklich mit 60 oder 65 anläuft. Also doppelt so schnell, wie das, wo ich da gehabt habe. Dann hast du es wahrscheinlich automatisch geschafft. Ich würde es geil finden, wenn es ein Esel gab, einfach aus Prinzip. Ich glaube, du kriegst dann automatisch einen Hering und einfach verkaufen geht nicht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin bis heute noch zu dumm, irgendwas zum Stehen. Was, der Gurkel gibt es wenigstens zu. Das sind die Sachen, die fallen mir mittlerweile am leichteren. Schlussknacken. Egal, ob es sehr schwer oder nicht. Ich glaube, dass mir das letzte Mal vor 2 Wochen der Dietrich abgebrochen ist. Oder gleich das Zeug aus der Tasche rausklauen. Macht und klauen alles aus der Tasche, was drin ist. Komm auf der Rosa reiten, haben wir gesehen heute, ja. Dann hast du aber auch nicht 65 Stunden auf dem Pferd oder wenn du das da erst gekauft hast oder. Ja, natürlich, deswegen sage ich ja, deswegen muss vor allem die Hauptquest. Bei einer Nebenquest lasse ich mir es eingeben, wenn sowas ist. Ja, da lasse ich mir sowas eingeben, wenn da irgendwo ein Pferderennen ist, das ohne dem krassesten Pferdl auf dem Planeten nicht machbar ist. Aber nicht in der Hauptquest. Nicht in der Hauptquest. Da lasse ich mir das nicht eingehen. Stehlen war das erste bei mir auf 30. Ich bin auch immer noch nicht 30. Vorher haben wir 25 gemacht oder 26 oder irgend sowas. Hab noch kein einziges Mal Taschendiebstahl gemacht im Zweier. Herr Dampfler, da hast du ordentlich was versammelt, weil du theoretisch in jedem Haus kannst du jedem Idioten seinen Schlüssel aus der Tasche ziehen und dann einfach alle Tieren und alle Kisten aufmachen. In dem Raum drin. Fast immer. Der Florian schreibt, wir haben das nicht gesehen, die Szene. Gibt's bei mir im Discord, im Gaming-Schmerz angeblich. Mr. Otto, ich pack Servus und gute Nacht, schön was. Ja, Otto, sagen wir so mitgehen. Merci dir, aber dir. Ja, aber ich kann's auch einfach ausnocken. Das stimmt. Das ist richtig. Warum eigentlich immer 30i? Mr. Meister, was meinst du damit? Ist der Herr Stock eigentlich noch da? Ich hoffe, es ist in Ordnung. War weder persönlich noch irgendwas gemeint. Merci dir. Morgenstern, bonk. Warum eigentlich immer 30 beim Leveln? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass 30 als Max-Level ist. Von alle Perks, von alle Skills, von allem. Glaube ich. Ich frage mich, ob dir in Cassidy 2 auch deine Sünden vorgehalten werden wie im 1er. Ich habe mir irgendwo so einen komischen Sünden, was weiß ich, wie das Kirche nennt, da wo man Geld reinwerfen kann und dann werden da die Sünden vergeben. Da bin ich mittlerweile, glaube ich, bei 3600 Groschen oder so. Damals ist man nicht älter geworden als 30. Ich meine, das kann richtig gut möglich sein, ja. Sebian schreibt, ich bin jetzt auf den Mittwoch gespannt, den Part, der jetzt kommt, von dem Maximalzach. Also bis jetzt war das Zagste, was war denn das Zagste bis jetzt? Die Flucht aus Maleschau durch den Wald. War das Maleschau? Ich glaube schon. Oder war das aus Trost? Nein, nach der Burg Troski. Durch den Wald abhauen. Das habe ich bis jetzt am zagsten gefunden. Der Stocksepp ist noch da, passt.
Und da ist genau das Gleiche. Da kannst du auch so skilled sein wie nicht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sehr viele Leute hart gestruggelt haben da. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Ampler schreibt, ich war schon 4-mal auf Pilgerreise, weil Leute nicht mehr mit mir geredet haben. Also ich lasse mich halt beim Vielleicht, weil du einfach alle das schluckst, anstatt dass der einfach subtiles Zeug klaust. Weiß nicht. So, Freunde der Sonne. Jetzt ist gut. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Kuss auf die Nuss. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, vielleicht ist ja jemand Neues dabei und die Glocke aktivieren. Weißt du, wie es ist. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Triple F für die Moderatorin. Rein in den Chat. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren halt wieder mal ein paar dabei. Und danke für die ganzen Resubs, da waren wie immer 5 gefühlt Milliarden dabei. Ein ganz klassisches Hashtag rein in die Rosa. Ab in den Chat. Und nun schleichet euch dahin. Wir sehen uns am Micker. Da geht's straight weiter. Ich werde mich morgen noch ein bisschen ausrüsten. Hoppala. Ich werde mich morgen noch ein bisschen ausrüsten. Schauen wir, ob wir noch irgendwas finden. Rüstung reparieren, Schwertteilschleifer und so weiter. Pfeile besorgen. Wir gehen Pfeile aus, glaube ich. Und dann rein in die Ihr müsst es fertig machen. Schleicht euch davon. Habe! Ist direkt ungewohnt, so früh aufzuhören. Kommt mir schon fast ein wenig schlecht vor, aber was soll ich machen? So, Sprenge kriegt halt was. Okay, ciao! Verdammt nochmal, ich treffe einen Ja-Knopf nicht. Ja, beenden! Habe die Ehre! Oh, habe ich schon getrötet? Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Ich tue lieber nochmal. Habe! So. Wo ist der Ja-Button? Da ist der Ja-Button.